der Remo Cavallini, den man nach ein Jahr Hanno bis mich spät am Nummerten werden hören, dazu summen mit Claudine Muno an immer den begrüßt mir dann alle guten für das Evenement von der Blitz ASBL. Aber wie so viele Manifestationen und auch Blitz ASBL letztes Jahr missten Corona bedingt dann das Evenement aufsuchen an die gesehte Programm haben und run. Es geht alles nur geholt das Jahr, ein großes Programm, ein flotten, interessanten Programm. Und das ist schon richtig Tradition, dass das lanciert wird vom Bürgermeister, von der Gemeinde Beeteburg. Und dafür begrüße ich ganz herzlich den Herrn Lorenz Heimet, für dann alles hier anzufangen. Ja, die Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Beeteburger Schloss. Liebe Chantal, ich begrüße ganz herzlich an unserer mit live bei uns Madame Minister Corinne Kahn und noch Madame Paulette Lehnert. Wir sind ganz froh, dass ihr dabei seid. Ihr zwei. Und Paulette noch ein bisschen besonders. Wir wissen, es sind ein bisschen Herzzeiten. Und soll aber wissen, du bist im freundlichen Territoire, das habe ich gesagt, wie der Raum ist. Und das soll auch so sein. Wir wissen, das ist nicht einfach. Und dann muss ich noch wissen, dass ich den Dreck gesteigt kann kriegen. Und die kriegst du hier. Herzlich willkommen. Beeteburger Gemeinde und Blitz ASBL, die gehen schon zusammen ein Zeitchen weh. Das hat sich so Fond über Chantal, muss ich so sagen. Chantal ist, sagen wir mal, wenn nicht eine Idee hat, dann bleibt es der Hand. Und hat eine Überzeugungskraft. Und war da aber so, und das muss ich noch so, für ein bisschen zu erklären, für wer da eigentlich heute zu beten, wo ich sie dann nicht, das ist irgendwo am Grand Duché. Da war so, dass man an der Zeit ein paar Fälle an der Gemeinde hatte, von Leuten, die eben den Schicksalsschlag hatten, vom Blitz, den an ihr Leben angeschlagen hat. Und das geht eigentlich natürlich nur. Von denen die Schicksale gesagt, da weiß ich Staat am Leben von denen Leuten ausfällt, da weiß ich, muss man gucken, an Leben zurück zu kommen. Nicht nur sie, mit zusammen noch mit ihrer Familie. Und du war die Idee, für ein SBL zu gründen, die Leute auf dem Weg auch begleitet, zurück an Leben. Ein wichtig, die als alle Guten angelegt hat, dann, wo man gesagt hat, okay, das wollen wir unterstützen, und da, wo wir euch unterstützen können, wollen wir das ganz gerne machen. Und dafür große Merci für das Engagement, für das all die Jahre gemacht hat. Und noch weiter mit. Und auch für ja, die nachhaltige Überzeugung, die da immer liegt, für jeden dahinter zu kriegen. Das ist ja schon eine Leistung, gell, Monik? Von den, ob einem Oktobersonden, wo die Sonne schenkt. Wo man alle gute Fährten, das ist vielleicht die letzten, wo man auf der Terrasse könnte sitzen. Wo man so, nee, heute gehen wir bei Blitz ASBL für Sie zu unterstützen und für Ihr Kurs zu unterstützen. Das sieht etwas über ihr aus, über Ihr Engagement aus, aber auch über all guten die Leute, die den Abend oder die Mitten hier sind und ihr unterstützen, so wie Tilly Metz, weil sicherlich ganz viele Verpflichtungen hat, der Woche sieht, das ist auch wichtig und ich will da doch mal an das Europaparlament. Dafür große Merci für das Engagement los schon an flotten Mitten beim ganz seriösen Sujet. Merci. Merci, Herr Lorenz Heimet. Bon, lo geht das Mikro. Voilà, und wenn den Sonne vielleicht nicht gerade kriegt, dann wird ja angeklärt, die da aber dann entscheidet, dass in Sonne nicht mit profitiert wird davon. Und voilà, all guten Blitz-Unhänger wissen, geht all Jahr immer eine Premiere, ob ein Musikvideo, und noch das Jahr immer eine Premiere, weil Madame Chantal Keller heute dann noch fertig spricht, das Jahr den Premierminister, den Xavier Bettel, irgendwie so Buch zu kriegen, und wir kriegen eine kleine Videomessage von ihm, also hier ist unser Premierminister, den Xavier Bettel. Ja, Journée mondiale AVC ist ein Tag, wo es wichtig ist zu wissen, dass es egal wo kann abschlagen, das ist wie der Blitz. AVC ist ein Moment, wo ein Haut vielleicht nach ernst ist als wie nur. An der Weg zurück, ob das was war, kann ein langer Weg sein.
Und du fährst wichtig eine Assoziation zum Beispiel für Blitz als Bär zu hun die eng zu Seite steht engem hölft. Die Welt verändert sich von haut op Mu kann ihn nach der tun der Sinn werde gesteuert. Schön Lilian werd denken wann ich nie denke wo ich und doch ich mich an Spidol bis ich gang gesehen an wo de weite Weg komme an Schwees wo Lil umgefangen wird Schwees wo Lil lo ass an Schwees das nach weh bleibt an Schwees wie wichtig eure Assoziation für Lil war und dat sind die Momente wo ihn sich seht dass wichtig dass Assoziationen gehen die am Anfang die Schüler sind die brauch als Betroffene mir auch als Familie wo ihn sich kann stützen dass dat Oers war de noch Sicht fir no Gleichstattskrä wann ich froh huet, van den net weiter wees von allem dem Mund den bra auch fir Rotschläg zu kreen. Dofir ich all Gutes ich wünsch nicht net viel abcht, weil er Alkes mat Schicksaler verbunden mir merci fir dat weil fir alle gute Märt. Und da ging es direkt weiter und die Madame und die mir nicht hei waren, die immer sich für jeden ansetzt, sich besonders für die Blitz-SPL ansetzt. Präsidentin von der Blitz-SPL, Madame Chantal Keller. Moin all gut, ich bin immens froh, dass zu so viel Haut kommen ist. Aber wie gesagt, Haut auf einem warmen, letzten Tag, dass hier den Weg von tun. Ganz besonders Merci und der Premier, besonders Merci und als zwei Ministerien, die hier sitzen. Und all die hier sind, ich nenne sie alle Guren, dass man zu viel für sie alle zu nennen, dass ich irgendwie vergessen, Direktionen von allen Spitälern, von den Kliniken, dass sie alle hier sind, Neurologen, alle sind hier und ich begrüße dich alle ganz, ganz herzlich. Ich fange aber direkt an mit dem PowerPoint. Das heißt, wir hatten eine Pandemie und für den Blitz war das ein ähnliches Desaster. Der Blitz schlägt auch an, wenn auch eine Pandemie ist. Und wir wissen nicht genau, ob das stimmt, aber aus sich soll der 4. Tag sein, die einen Schlag machen. Und die sind im Moment ans Spital gekommen, konnten keine Familie sehen, aber waren allein. Aber wenn ihr bedenkt, was das heißt, das kann ich just von mir sagen, wenn ihr erwischt und tut den Talschen von seinem Körper, viel denen mit, gesagt ihr nicht mehr, tut den Aphasie, es kann ihn nicht schwätzen, dass er gefangen aus seinem Kopf. Und es kann ihn, das, was ihr denkt, nicht prononcieren, dann ist das wichtig, was ihr braucht als Familie. In denen ihr merkt und ihr seht, wir sind für den Stopp und wir packen das. Wenn ihr das nicht tut, und tut den ein Video, wo eine Familie sagt, ist das ein Desaster. Und das ist das, wo ich im Moment noch immer Leute mal anrufen, die sagen, mein Partner, meine Partnerin hat einen Schlag gekriegt an der Pandemie. Und nicht nur, dass sie schlecht gekriegt haben, mehr als Relation als fertig. Ich werde mir viel, dass ich nicht da war für ihn. Und ich will nicht verstehen, dass die Pandemie war und dass ich nicht konnte hinkommen. Und das ist wirklich ein riesen Desaster. Eine Person, die sich nicht kann ausdrücken und die auf Familie muss verzichten. Wir haben 2016 als der Blitz als Lützeburgische Organisation sind wir bei SAFE gegangen. Was ist SAFE? SAFE ist die europäische Version vom Schlag. Und SAFE ist zusammen mit der ISO, das sind Doktoren. Und da sind als Lützeburg vertreten, da ist immer ein Präsident von der Assoziation und dann ein Neurolog, halt zu Lützeburg vertritt Dr. Molly Greif. Lützeburg mit mir zusammen sind wir stellvertretend für Lützeburg. Stroke, was ist das, was machen die, was ist der Sinn von der? Sie sollen, geht darum, für
an allen europäischen Ländern 10% Männer Leute tun, die in ihre Stärke sollen kriegen. Das soll sein, dass Prävention muss immens gefördert gehen. Dann geht es an alle Länder, und das fördert safe, dass überall Stroke sollen zertifiziert sein. Du hast große Chance zu Lützeburg, dass an der Spitäler Direktion ganz mit uns zusammen auf die Weg gegangen sind, auch wenn es der Pandemie noch nicht möglich war. Aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr so weit sind, dass wir 2 können bei Safe gehen. Also in Lützeburg hat all hier zertifiziert Stroke do. Dann der Weg vom Stern ist ganz kompliziert. Die nächste Wandschrift. Ihr wisst, ganz wichtig ist den Schlag an den Herzblutdruck. Das heißt, Herz und Gehirn sind gut verbunden miteinander und oft tun Leute einen Herzblutdruck. Und der Herzblutdruck ist der Hauptfaktor von einem Herzschlag. Dafür geht es darum, Leute zu suchen, sie haben einen Blutdruck. Es gibt eine Studie hier am Land, über das Land, wo geguckt wird, dass am Süden die meisten Leute einen Blutdruck haben. Und da muss ein extra Kampagne kommen, für die Leute zu bewegen, etwas zu machen. Der Blutdruck spürt den nicht, merkt den nicht, mehr, wenn als Konsequenz in ihrem Schlag ist das ein Desaster. Dafür haben wir all Jahres eine große Kampagne. Hier sieht dass wir haben all Jahres an so große Merci und Neurologen, die hier im Saal sind. Wir haben all Jahres mit den Spitälern eine Kampagne, wo Leute können Doppler machen können, wo sie auch den Blutdruck gemessen kriegen. Dafür noch ein große Merci. Und Spitäler, das haben wir so einen großen Succès, dass wir theoretisch so viele Leute können haben, dass wir einen zweiten Tag aufwehren können. Wir müssen einfach, wir haben gesagt, stopp, wir können nicht unholen, wir so viele Leute haben wir das Jahr. Dann haben wir die Kampagne an eine große Merci und die Aptikter, praktisch alle Aptikter machen mit. Leute können den Blutdruck messen gehen und können dort den Ziel, was als mein Risikofaktor für einen Hirnschlag, können sie dort kriegen. Dann haben wir die große Aktion bei den Bäckern. Und ihr wisst, das machen wir schon ein paar Jahre, dass wir auch bei den Bäckern, ihr wisst, Eclair aus dem Blitz. Und dafür haben wir immer die Eclair, die wir verkaufen. Und da kriegen Leute aber nicht nur ein Eclair, aber sie kriegen natürlich auch ein Zierdel, weil das mehr Risikofaktor für einen Hirnschlag zu kriegen. Also es geht nicht immer für ein Eclair zu bestellen, aber sie kriegen alles, wenn sie ein Eclair bestellen, ein Zierdel, weil das mehr Risikofaktor. Also wie gesagt, ein großes Merci und alle, die da mitmachen. Wir haben, wie gesagt, als Broschüre und dann, wie gesagt, den Zierdel, war das mehr Risikofaktor. Wir haben auch ein Buch gemacht, das wir hier für ein paar Jahre vorgestellt. Wir haben, ihr wisst also, dass wir 2 Sorten Hirnschläge haben. Das eine ist ein Embol, ein oder geht so, oder das nächste ist eine Blutung am Kopf. Und ihr wisst, das Allerwichtigste ist, Time is Brain. Also es geht darum, so sehr wie möglich ans Spital zu kommen. Und dann ist es wichtig, dass die Leute wissen, was ist ein Hirnschlag. Sie müssen wissen, was ist ein Tier. Und da machen wir ganz viel Aufklärung, dass sie wissen, was ist das. Und wir sind natürlich auch ganz viel bei den, wir haben da einen neuen Job. Wir gehen bei CETIS und wir machen da Formationen auch. Und wir suchen hin, wie wichtig das hier ein Job ist und wie wichtig das ist, dass sie direkt Leute fragen, was für Medikamente holen und direkt ans Spital anrufen. Also, voilà, wir haben hier den Hirnschlag. Wir kommen mit dem und die Medikamente. Das sind wir am Gang mit CG10 zusammen auszuschaffen, wo wir heute die erste Formation hatten mit den Leuten. Stroke, das ist dem Dr. Reif. Hier wissen es, und du lassen es raus, das möchte sie gleich. Und ich gehe weiter, und was sind Symptome, wenn einen Schlag hat? Die sieht, es sind noch ziemlich viele, die bleiben. Und was ist dann was das Ziel von Stroke?
von der Organisation. Es geht darum, erstens, wie Männer steht zu kriegen, aber dann auch die ganze Prozedur, wie den Schlag soll weitergehen, dass das soll klappen. Wir haben hier am Land ganz viele Reha-Zentren und da fängt schon das Problem an. Wenn eine Schlag kriegt, da kommen Leute ans Spital und dann haben wir ein großes Problem, weil wenn Leute sollen fortgehen aus dem Spital, ist kein Platz da. Das heißt, überall da, wo Reha-Zentren sind, ob das an der Stadt ist keine Möglichkeit da, weil die Leute nach immer da sind und nicht fortgehen. Für was gehen sie nicht fort? Ganz einfach. Wenn ein Schlag hat, muss für dich daheim Zimmer arrangiert gehen, dafür muss Assurance Dependance muss für dich gucken, das heißt, die Leute blockieren, die nächste kommen. Wenn da all der Feier sind, irgendwo geht es nicht mehr weiter. Und ich hatte das vorhin her am Telefon, den hat man gesagt, den hat 40 Jahre und ihn hat einen Schlag gemacht und ich gebe gerne an das Reha-Center gehen, aber die haben keinen Platz. Was sollen da nicht mehr machen? Sie haben gesagt, sie müssen nach einmal warten. Nun ist es aber so, dass der Klinik haben sie gesagt, was nur 6 Monate nicht rekuperiert wird, das für einen Verlust dürfen nie mehr zurückkriegen. Also hat den Herr eine große Panik. Also das als früher das gesagt, vergisst das Quatsch, kein Mensch sieht das nach Haut. Wenn ich nur dem Prinzip gefahren wäre ich halt nicht hier. Nur einem Jahr habe ich vielleicht 100 Viertel gespart auf 100 falsch. Also das ist keine Ursache. Der Schlag als ein Los dauert, bis sie bereit ist. Und dafür haben wir dann, wie gesagt, im Moment schon, wir haben dann verschiedene Reha-Zentren, aber auch die Reha-Zentren also so, wenn du hinkommt, wenn du bei einer Aphasie hat, als Spruch, hat den am Prinzip Mammespruch, die du hast. Das heißt, du hast Leute, die kommen da hin und sie können just nach Lützeburg oder wenn es mehr Französisch oder n'importe ein anderer Spruch. Und dann kommen sie da hin und aus dem Moment Kinder, also Lützeburg okay, aber oft tun ihnen dann eine Reedukation auf Französisch. Eine Person, die überhaupt kein Französisch mehr kann. Oder eine Person, und das geht nicht, wir haben ein multikulturelles Land und dafür muss an den Reha-Zentren muss das alles geguckt gehen, dass wenn ihr könnt den just nach Französisch oder wenn es mehr Englisch kann, dass Orthophonisten dem Moment auch die Sprache können. Damit haben wir schon ein großes Problem gelöst. Das ist ein Problem. Dann haben wir das heute, wenn wir am Süden einen Schlag kriegen, da ist es oft, dass ihr seht, 30%, wenn ihr am Süden einen Schlag kriegt, haben Scheren, dass die Leute gesagt kriegen, nur 3 Monate als Therapie rüber, da braucht er nicht mehr, dann ist es fertig. Wenn ihr in der Stadt ist, hat er ein Jahr bis 1,5 Jahre, das kann nicht sein. Therapie muss überall dieselbe sein. Ob ich am Süden bin, ob ich am Norden bin, muss ich überall die Möglichkeit haben, die Therapie zu machen. Und dann aus der Großen, wenn ich dann da bin, haben wir ganz viele Leute, die zum Beispiel früher, da haben Leute nach gehabt, den du hier im Aushaut, geht es nicht mehr. Das heißt, wir haben ganz viele Leute mit 50 Jahren, die in einem Altersheim sind. Und das ist ein Desaster. Du rufst Leute mal an, wir können nicht daheim halten, in 40 Jahren, aber man muss mit dem an ein Altersheim gehen. Das geht nicht. Irgendetwas muss da geschehen. Ne? Und wie gesagt, wir haben ganz viele Möglichkeiten, wo die Leute hingehen können. Wir haben auf die Engmalier zum Beispiel Ettenbecker, das Rundspital. An andere Spitäler, wir müssen wissen, dass überall dieselbe Therapie ist. Ob ich am Süden bin oder am Norden, überall muss ich dieselbe Möglichkeiten haben. Und darunter schaffen wir. Und wir hätten gerne, dass auch die Reha-Zentren müssen zertifiziert sein. Ich kann nicht sagen, ich bin ein Reha-Center, ich kann nicht die Offer bieten, geht nicht. Es muss zertifiziert sein, für können sich als Reha-Center auszugehen. Nächste. Und ihr seht ganz viele Probleme als für die Familien, was von Hanno als der Schlag als die erste Möglichkeit von
der Armut. Das heißt, wenn die Leute schlecht kriegen, sie können nicht schlafen gehen. Jemand 40 Jahre, den heute schlecht kriegt, kann seine Prämie zurückbezahlen. Oft in die Mariage geht's trop. Und Leute, die sitzen allein. Also das ist wirklich ein Risiko von Armut. Das kostet immens teuer. Wenn ihr guckt, in ganz Europa, immer geht es mit teuer, aber wenn ihr wisst, dass halt zu Lützeburg wir alle all gehen, also das Risiko nicht groß ist, für einen Staat zu kriegen, also wie gesagt, auch Kosten enorm sind. Das heißt, wir müssen unheimlich unter Prävention schaffen, für das Tote können vermeiden, aber wir müssen gucken, dass Leute können schaffen gehen und wirklich alles machen, für das Gesellschaft drankommen. Und dann das große Problem ist, das kennt den bei der MS, und dafür Philipp Metz, vielmals merci, dass du auch hier warst, weil ihr wisst, bei MS, der Unterschied zwischen mir und ich ist den, dass wenn dir steht morgens auf mit einer Batterie von 100%, meine Batterie ist eine schlechte Batterie, wie beim Handy, die ist direkt idle. Und dafür ist immens die Stroke, Fatigue ist immens schlimm. Und du muss auch etwas geschehen, für die Leute an die Gesellschaft dran zu kriegen. Wir haben eine Dame Banden, die 40 Jahre ist, die schafft, aber die sagt, ich packe den Tag nicht, weil ich immens mitsehen. Und das ist die Throat Fatigue. Und das muss ich leider wissen, dass das ganz wichtig ist. Voilà. Dann sind wir schon bald Ende von ein paar Dingen. Das heißt, was machen wir? Wir machen Prävention. Wir sind an den Schulen, überall sind wir NRW. Wir unterstützen Leute. Wir unterstützen sie. Wir haben ein Produkt wert, die wir leider noch nicht tun. Ich weiß auch nicht, wie das am Januar soll weitergehen, weil wir eine ganz kleine Saal. Ich weiß noch nicht, wie das weitergeht. Aber wir machen ganz viel Telefon. Wir haben im Prinzip pro Tag Minimum einen, den anruft für ein Beratung, die wir dann 1 Stunde am Telefon. Wir beraten dann, und dann haben wir ganz wichtig, dass wir den Leuten offerieren, 10-mal gratis eine neuropsychologische Unterstützung. Das ist ganz wichtig, weil das ist das, was fehlt. Wir haben 4 Psychologen hier am Land, und die sind dahin geschickt, und die kriegen dann die nötige Behandlung. Am Moment sind bald 50 Leute bei uns, die neuropsychologische Unterstützung haben. Dann als mein großen Dingen ist, ihr wisst, das Losigezentrum. Und da bin ich immens dankbar, dass Madame Lehnert, wir waren bei hier, und sie hat ein Open Door für unser Losigezentrum. Wir hatten noch einen Kontakt mit Mondorf, mit Herrn Plümmer, an den das auch gar nicht aufgeneigt von dem Losigezentrum. Das Losigezentrum ist kein Kur für einfach so, das ist geduld für wirklich und die Leute zu schaffen, eine intensiv hochfrequente Therapie, für das Leute können an Gesellschaft angefordert gehen. Und dann hat man unbedingt gerne Forschung. SAFE mischt ganz viel Forschung an England. Wir haben eine Uni, für was benutzt man den nicht? Für was soll man nicht mit der Uni zusammen? Wir haben nur den ersten Rendezvous mit der Uni, und wir hoffen, dass wir da sie so weit kriegen, dass sie mit uns schaffen, zum Beispiel bei der Stroke Fatigue, wie ist das, dass wir da noch schaffen. Zum Schluss. Haut das ein Tag, wo Schiedfreien will merci so ein Schiedfreien, den halb an ist. Vielmals merci. Besonders der Familie, die ganz viel Geduld tun, mit denen die betroffen sind. Und überhaupt mit euch alle Guren vielmals merci, dass heute wie hier erfahren wird. Merci. Als nächstes Madame Gouf schon ein bisschen angekündigt von der Madame Chantal Keller. Sie ist schon mal ein Teil vom Inventar von unserem Dach. Sie ist immer mit dabei. Wir sind froh, dass sie mit dabei ist, mit ihrem Charme, mit ihrem Witz und mit ihrer Kompetenz. Madame Dr. Monique Reif vom CHL, aber wir hören nur noch bei SAFE dabei.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde dann Deutsch reden, damit Professor Spitzer nicht vereinsamt hier am ganzen Nachmittag, weil das Luxemburgische doch, zumal wenn so schnell gesprochen, gewöhnungsbedürftig ist. Ja, also zunächst möchte ich natürlich auch meinen Dank vor allem Chantal Keller aussprechen, die unermüdlich seit Jahren sich für die Verbesserung der Schlaganfallversorgung in Luxemburg einsetzt. Das Ganze natürlich ehrenamtlich. Also vielen Dank an Chantal Keller und die ganze Equipe von Blitz. Es ist gut, dass es euch gibt. Vielen Dank aber auch an sämtliche Politiker, Regierungsmitglieder, die heute ihre Unterstützung bezeugen. Das ist uns sehr viel wert, da wir ohne sie sicherlich nicht weiterkommen werden. Vielen Dank auch Professor Spitzer, dass Sie da sind und diese Unterstützung uns auch entgegenbringen. Zur Schlaganfallverbesserung muss man das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es tatsächlich diese, wie Chantal Keller schon angedeutet hat, die European Stroke Organization und die Stroke Alliance for Europe, die sich zusammengetan haben unter Wissenschaftlern und Patientenassoziationen, um die Schlaganfallversorgung in ganz Europa flächendeckend und auf ein gleiches Niveau bringen zu können. Der Stroke Action Plan for Europe hat 7 Schwerpunkte gesetzt. Wir haben schon gehört, Primärprävention sehr, sehr wichtig, da die Anzahl der Schlaganfallpatienten steigen wird und das Ziel ist, diese klein zu halten. Es ist natürlich auch eine Verbesserung der Akutversorgung notwendig und auch das Life after Stroke, weil Schlaganfallpatienten doch nicht selten eine schwere Behinderung trotz aller Interventionen davontragen und nur mit Mühe ins Leben zurückfinden und nicht selten in der Einsamkeit versinken. Man kann auch diese Schwerpunkte noch auf 4 Schwerpunkte herunterbrechen. Zusammengefasst die Primärprävention ganz wichtig, was ein ganz wichtiger Punkt ist, man möchte, dass 90% aller Schlaganfallpatienten auf einer speziellen Stroke Unit versorgt wird, da doch wissenschaftlich belegt ist, dass die Versorgung auf einer Stroke Unit das Outcome der Patienten deutlich verbessert im Vergleich zu Patienten, die einfach im Krankenhaus aufgenommen werden. Das Ganze sollte dann natürlich in einen nationalen Aktionsplan integriert werden. Das ist dann auch natürlich unsere Motivation, dass dieser Stroke Action Plan in Europe, in Luxemburg durchgesetzt wird. Da ist auch vorgesehen im Stroke Action Plan, dass dieser ist entwickelt worden, damit die Schlaganfallpatienten und auch die Ärzte ein gewisses Gewicht den Regierenden gegenüber in der Hand haben, um Argumente zu haben, um diese Unterstützung dann auch zu bekommen. Und da eben auch die Frage, ob wir einen nationalen Aktionsplan entwickeln können und diesen dann auch sozusagen uns engagieren, diesen dann umzusetzen bis dann 2030. Als Neurologe liegt mir natürlich ganz besonders am Herzen, wie Chantal Keller es schon angekündigt hat, die Versorgung im Krankenhaus der Schlaganfallpatienten. Das heißt, der Wunsch, dass 90% aller Schlaganfallpatienten wirklich das Fachwissen zugutekommt. Und da hilft uns auch der Actionplan, da wo Stroke Unit draufsteht, sollte dann auch Stroke Unit drin sein. Deshalb war die Idee, dass alle Krankenhäuser auf den Weg der Zertifizierung gehen sollten, da man sich international vergleichen kann und einfach sehen kann, wo man steht, was gut ist und was noch besser werden könnte. Ein großer Schritt war natürlich der Plan Hospitalier, der uns da sehr weitergeholfen hat, das mit der Stroke Unit Niveau 1 und Niveau 2, wo ganz klar auch definiert ist, wie eine Stroke Unit auszusehen hat. Da braucht man natürlich ein spezialisiertes Team, das einwandfrei funktioniert. Man sollte natürlich auch, wie auch im Plan Hospitalier steht, einen Benchmark durchführen, das heißt sich selbst kritisch beobachten. Da ist Luxemburg natürlich oft nicht so gut, was die Register angeht und Zahlen, wo stehen wir, was machen wir, was müssen wir umsetzen, das wissen wir nicht so genau. Aber nichtsdestotrotz sollten die Stroke Units sich kontrollieren und an Benchmarks teilnehmen. Entschuldigung.
Ich denke auch, dass die meisten an diesem Thema arbeiten. Der Stroke Action Plan for Europe und die Zertifizierung sind vergleichbar mit unserem Plan Hospitalier. Das heißt, da gibt es einmal die Stroke Unit Zertifizierung und die Stroke Center Zertifizierung, die jeweils dem Stroke Unit Niveau 1 und Niveau 2 entsprechen sollten. Wenn man eine Stroke Unit Niveau 2 hat, dann heißt das, wollen auch die Thrombektomie anbieten, das heißt die Rekanalisation eines verstopften Gefäßes, und das ist natürlich ein technischer Hochaufwand, und dann ist es halt so, dass man, wenn man technisch performant sein will, sich auch die technischen Möglichkeiten geben sollte, dies ordentlich durchzuführen. Ein wichtiger Faktor, um einen Schlaganfallpatienten gut versorgen zu können, ist natürlich Zeit. Das heißt, wir brauchen große Flexibilität in der Notsituation. Das heißt, da muss man alles stehen und liegen lassen, um schnell zu sein, um sich um den Schlaganfallpatienten zu kümmern. Man muss auch schnell an eine Bildgebung herankommen, entscheiden, ob es ein Kernspin oder ein CT sein sollte. Um Schlaganfall, Stroke Units performant zu halten, muss man auch regelmäßige multidisziplinäre Staffs machen. Man muss das Personal ständig ausbilden und fortbilden und vieles mehr. Und um dieses alles zu gewährleisten, braucht man unheimlich viel Zeit. Und das ist mit unserem Luxemburger System sehr schwer vereinbar, denn es heißt nicht, also nicht jeder Neurologe ist per se ein Schlaganfallspezialist. Und es ist auch so, dass jeder Neurologe hier im Land doch parallel eine volle neurologische Sprechstunde führen muss, sodass der Faktor Zeit uns ein großes Problem darstellt. Gut, das ist ein Slogan, den hören wir immer, Time is Brain, man muss schnell sein, weil jede Minute sterben 2 Millionen Gehirnzellen, wenn ein Gefäß nicht mehr Blut leitet. Natürlich ist dann auch immer, Time is auch Money, das ist ganz klar. So, was brauchen wir also um eine gute Schlaganfallversorgung? Wir brauchen ein geschultes, multidisziplinäres Team, das heißt, wir brauchen viel Manpower oder Frauenpower, wir brauchen Technologie, wir brauchen Zeit. Und deshalb die Frage an der Regierung, die Unterstützung der Regierung und natürlich Geld, um dieses umsetzen zu können, um diese Ziele, die im Stroke Action Plan for Europe doch definiert sind, umsetzen zu können. Und wir brauchen natürlich, wie immer, Leute mit Leidenschaft und Engagement, mit Herz und Hirn, die sich für die Weiterentwicklung der Schlaganfall einsetzen. Und damit möchte ich mich schon für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Voilà, die nächste Intervention kommt von einer Person, die eigentlich die letzten Monate nicht viel Pause hat, die ganze Covid-Krise müssen gerieren. Und dafür sind wir immens froh, dass die W haut aber hier von tut. Die kleinen Momentchen Zeit hat an ihrer voller Agenda, vielleicht ist der Scheck direkt mitgebracht hat, sehen wir dann noch. Kann ich mal hoffen, ne? Wir sind immens froh, dass sie dann haut hier ist. Madame Paulette Lehner, Gesundheitsminister. Lehner. Ja, merci. Ich alle gute für die Invitation. Leidenschaft und Engagement, das ist am Punkt, das wird bei mir oben auf der Liste stehen, wo ich die heute Invitation akzeptiert habe. Ich hatte Gelegenheit, die Leute unter dem Blitz kennenzulernen, nicht an den normalsten Umständen. Wir haben nicht aber fertig, da ist fast zu gesehen, kürzlich, man viel Fried gemacht hat. Und sind natürlich auch froh, dass heute ein Evenement direkt können, mit euch zu teilen. Das wird letztes Jahr nicht möglich. Wir werden alle Guten darüber. Und auch wenn die Krise jeder auf irgendeine Art und Weise getroffen hat, dann jeder eine Geschichte dazu zu erzählen hat, sind wir uns alle gut bewusst, dass es Leute gibt, die extrem stark nicht unbedingt von Covid direkt getroffen sind, sondern durch Kollateralschäden. Die Krise hat uns alle gut den Kerl erwischt, wo sie nicht immer da umzugehen. Wir waren sozusagen plagisch, wo der Teil zu Lützeburg angeschlagen hat. Und das ist für Leute, die ihre Schlag hatten, die das erwähnt, ganz dramatisch gewesen. Die ganze Privation vom Kontakt, ich habe das auch selber mitgemacht. Meine Mama an der Klinik gehabt, 3 Wochen, und schon den Mensch, den ich für Druck kannte, einfach gut nicht mehr rumkannt. An der Geschichte haben wir auch ganz viel. Was ich mir heute wünsche, mit Blick auf die Pandemie, ist, dass wir daraus gelernt haben, dass wir Erfahrungen haben, dass wir mehr Wissen haben und anders präpariert können, darüber durchgehen, wenn das noch einmal als Land soll treffen.
für so Sachen, für so Schicksale zu evitieren, an die Proximität möglich zu machen, auf alle Fall da, wo sie absolut gefordert ist. Das ist ja sicher nicht der Fall, und das wird Spurenhandel los, leider viel Spurenhandel los, die auch nicht unbedingt zu rattrapieren sind. Für was haut heißen, mal ja für zu unterstützen, natürlich den Engagement. Wir wissen, dass Leute quasi neu auf die Welt kommen, nur ein Schlag, sie müssen vieles neu lernen. Die Familie ist vielleicht haut nicht mehr so präsent durch andere Menschen, wie das früher der Fall war. Und dafür sind wir absolut angewiesen auf die von Assoziationen, die da sind, für die Leute abzufangen, die ihnen nachlauschen, die Erfahrungen ranholen und das dann noch weitergehen. Und Politik in anderem, weil wenn man nicht wissen, was im Terrain lebt, dann das ja den am besten aus erster Quelle, also schwer eine Politik zu machen, die denen Aufforderungen gerecht wird, die hier am Raum stehen. Dafür ganz große Merci von meiner Seite für den Engagement immer an die Jahren, wie wichtig das ist. Und du siehst sicher nach Löcher, die zu voll sind. Auf der offiziellen Seite gebe ich mal so ein Niveau von unserem Gesundheitssystem. Da ist die andere Bestrebung natürlich, den als Gesundheitsminister hat, für das System so zu gestalten, dass es so professionell wie möglich ist, dass es qualitativ hochwertig ist, dass man nicht reingehen können an Ziel Hummer für uns. Ich meine, Ziel ist, so viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich, die an einer Stroke-Unit möglich zu machen, an einer guten Stroke-Unit, die auch dann den Niveau 2 hoffentlich einkehr wird kriegen. Ich meine, da hängt man nach. Ja. Und auch darunter kann ich schaffen, dann ist immer sehr wohl bewusst, dass das nicht nur ein Engagement an Leidenschaft fordert, mir auch Unterstützung und auch Geld. Das geht nicht vom selben, für sich so abzurüsten, dass ich das kann bieten. Ich bin aber auf jeden Fall ganz auf ihrer Seite, für das zu machen, was wir können. Und sind noch ganz froh, die richtige Orientierung zu haben, für wirklich über das Gespräch mit ihr zu wissen, wo man muss umsetzen, was prioritär ist. Wir können schnell an unserem Land weiterzukommen. Auf jeden Fall von meiner Seite ein großes Merci für die Veranstaltung. Ich freue mich auch für die Informationen, die man nachkriegen, für selber allein durch den Dossier, auf dem ich geschafft habe, viel gelernt. Schon auch bestimmt erinnert, dass ich mein Blutdruck nicht regelmäßig musste, wie ich das sollte machen, weil ich gesagt habe, in der Woche von der Doktorei für und nicht allzu langer Zeit wird das machen. Ich meine, an der Prävention, da gilt es wirklich 100 Leute zu gehen, immer 100 Leute zu gehen, sind halt zu Lützeburg, nach besonders, und da noch ganz viel Luft nach oben, wenn ich so kann, so statistisch gesehen, gehen wir mal zu den Ländern, wo die Leute noch nicht unbedingt wirklich die erste Hilfe von ihrem Mattbierger auch kriegen, die sie können kriegen. Ich meine, die professionelle Prise en Charge ist eine Sache, wie du das schon eine Schlag erkennt, frei erkennt, dass ihn das lehrt, idealerweise schon wahrscheinlich als junge Mensch an der Schule, über Kuren, über Sensibilisation, die kriegt, du kannst ganz, ganz viel Zeit spuren, Zeit ist Gehirn, das tun wir hören, das hört den oft, aber das ist eine Realität. Und auch da haben wir noch viel zu machen, dafür auch wirklich ein großes Merci für das Journal. Ich meine, wir müssen das Thema mehr an die Leute bringen, nicht nur und die Leute, die getroffen sind, weil sie an ihrem Umfeld und die konzernieren, dass wir Ujit vereinen und dann so jung wie möglich, so gut wie möglich, an immer rum. Ich meine, das steht der Tropfen, hüllt den Stein her, selbst wir müssen 100 bleiben, dass in dem Moment, wo in an so einer Situation ist, die richtige Reflex hat, einfach kann aufrufen, was er muss machen und das nicht recht notrechtlich entdecken. Auf ein ganz große Merci und ich freue mich für die weiteren Ausführungen auch zu hören, die nach dem Programm sind. Das ist sicherlich bereichernd für uns alle Gute. Merci. Die sieht man eine Serie von starken Frauen, die schwätzen an die vierte im Bund, die könnt dann nur nach, sie ist auch kein unbekannt Gesicht mehr, als regelmäßig oder oft schon hier gewirrscht. Und darüber freuen wir uns auch die Familienminister Corinne Kahn. Ja, vielmals merci, Shari Chanten, die Damen und die Herren, liebe Kollegen. Ich komme am Anfang mit ein bisschen ein komisches Gefühl hin, weil letztes Jahr, wo ich hier war, meine ich, hatte ich meinen Papa mitgebracht, den selber in ihre Schlag hat, und hier ist für einem Jahr gestorben, für genau einem Jahr. Und ja, wir hatten uns viel die letzten Jahre darüber auseinandergesetzt, sowohl eben aus privaten Gründen, aber auch aus professionellen Gründen. Wir haben uns tags gesehen mit Blitz ASBL und ich bin immer nicht ganz impressioniert über die Arbeit, die ihr macht, die Aufklärungsarbeit, die Filme, in die Leute zu gehen, Depliant, Broschüre für die Leute aufzuklären, wie Paulette Lehnert gerade gesagt hat, nicht nur die selber vielleicht betroffen sind, aber auch die da konfrontiert sie, weil sie eben gehen, der gerade in ihre Schlag mischt. Ich war für
nicht mehr spät wie 3 Wochen auch Sonntag auf so ein Grillfest, wie das dann so heißt, du möchtest als Politiker, und du hast nach ganz Leben Koppen gesehen, den du gegrillt hast, dann mir nach geschwärzt mit denen, an 3D Stropheieren, dass sie meintes, an eine Reunion sollt fuhren, an den Gemeindesekretär von einer anderen Gemeinde, an ein Auto gerannt ist, rausgeklommen ist, ein bisschen gegangen ist, wie wenn gedrunken hat, Gott sei Dank hat der Gemeindesekretär den Mann gut kann, dann hat gesagt, das ist nicht normal, nicht direkt die Ambulanz des Samu gerufen, hat einen hier Schlag, an auch noch immer an der Klinik. Das heißt, das erkennen, und nicht so, oh, das ist einfach komisch oder so, aber wirklich auch erkennen, dass sie einen hier Schlag hat, dann direkt richtig zu reagieren, von den gesagt an Ausführungen von der Dr. Heif, wie sehr es dann aber geht, wenn ein Gefäß zu, also wie sehr es, wie wichtig ist das, dass sie noch sehr reagiert, wenn ihnen einen hier Schlag hat. Die Aufklärung, die muss man unbedingt alle Guten zusammen weitermachen. Und dann ging ich aber gerne große Merci so und die Doktoren, die heute hier sind, Dr. Heif und Dr. Metz, für ihre Professionalität, ihre Know-how. Und so wie man am Keller gesagt hat, das kann nicht sein, dass es davon abhängt, wo am Land lebt oder von wo ist, wie die Education ist. So kann doch nicht sein, dass eine Chance sagt, als wie Spidol denkt oder wo gerade angeliefert wird, ob ihn dann direkt richtig behandelt wird oder nicht. Und ich meine, da muss man auch alle Guten zusammen Erfahrung machen, dass es egal ist, wo ihn hinkommt, mit der Qualität immer dieselbe ist. Und dass Stroke-Uniten überall existieren am Land, und nicht nur auf enger Platz, mehr auf viele Plätzen, für das eben die Patienten, die dann kommen an Spidol, alle Guten, die nämlich Chancen haben, für zu evaluieren, respektive auch nicht sich können eben zu etablieren, nur einem ihre Schläger können adäquat behandelt zu gehen. Dafür mein ganz besonderes Merci, das auch ein ganz speziell privat Merci ist natürlich für Dr. Reif und den Dr. Metz schon gesehen, was sie leisten, was ihre Service leisten, wie Personal da geschult ist, wie sie mit den Leuten umgehen. Und ich muss sagen, ich noch heute noch immer ganz großen Respekt dafür drin. Und da können ganz viele Leute sich ein Beispiel drin holen. Und dann auch noch ein ganz großes Merci an Blitz ASPL und Chantal Keller für den Ansatz. Ich meine, das schon ein paar Mal heute gesagt gehen. Mit kann nicht genug gesagt gehen. Also, das war die Mette, das ist wirklich formidabel. Das ist ein benevol Arbeit, dass das Leute so abklärt oder so insistiert, dass man weiter darauf schaffen, für das Leute, die in ihre Schlag haben, auch adäquat, richtig und gut behandelt gehen, dass wir das auch weiter alle zusammen machen und noch besser gehen hier am Land. Vielmals merci für Ihre Arbeit, die ist wirklich formidabel. Und merci euch alle gut, dass der Haut bei diesem schönen Wetter aber zu Sudax hier hingekommen sind. Vielmals merci. Und dann haben wir noch eine letzte Intervention von einem Minister, und das ist eine Videomessage, und das ist der Herr Roman Schneider, der Minister von der Sécurité Sociale. Laut WHO ist den Hirschlag die zweithäufigste Todesursache weltweit. Und die dritthäufigste, was sprachliche und körperliche Erschränkungen nur einem Hirschlag anbelangt. Heute zu Lützeburg kriegen ungefähr 1000 Personen pro Jahr in ihre Schlag, 800 davon gehen hospitalisiert. Von einem ihre Schlag betraf sie für allem über 60 Jahre. Wie auch Kanner und Junker können davon betroffen sein. Dafür ist es umso wichtig, die Bevölkerung darüber aufzuklären, was zu machen ist, wenn echt Unzeichen von einem Schlag zu sehen sind. Hier gilt es direkt, die richtigen Mesuren zu holen, für effektiv auch Spätfolgen können zu reduzieren. Wichtig ist in dem Kontext natürlich auch immer darauf hinzuweisen, dass das gesunde Leben auf verschiedenen Bereichen ganz wichtig ist, für zu verhindern, dass ihre Schlag kriegen kann. Hier gibt es eine ganze Reihe für Mesuren, die von unserem Ministerium und vom Gesundheitsministerium initiiert und promoviert gehen. Im Bereich von der sozialen Sicherheit ist unser Ministerium aufgestellt, über die Pflegeversicherung die nötigen Mesuren, die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, da war ein Opfer von einem Hirnschlag war. Zum Schluss will ich noch einmal der Blitz ASPL ein großes Merci ausdrücken für ihren Engagement über die letzten Jahre und sind überzeugt an der Zukunft für eine Promotion zu machen, eine Informationskampagne zu unterstützen, für darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist, eine Früherkennung bei den Hirnschlägen zu machen und dann noch die richtigen Interventionen zu machen.
Jedes Jahr gibt es einen Vortrag hier bei der Blitz-ASBL. Dieses Jahr trägt er den Titel Schlaganfall, Einsamkeit, Neuroplastizität und Neuromodulation. Und ich denke, wir sind ganz stolz, eine Koryphäe hier in Luxemburg begrüßen zu dürfen. Ich glaube, wenn ich nicht einverstanden mit dem Begriff, wenn ich die Reaktion richtig einordne. Aber das muss man trotzdem so sagen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier, Professor Dr. Medizin, Dr. Philosophie Manfred Spitzer. Wunderbar, jetzt bin ich froh und beruhigt, wie das immer so ist. Ja, meine Damen und Herren, werte Ministerinnen, ich bin völlig überwältigt von, vor wem ich hier spreche, und ich will versuchen, Ihre Zeit wirklich gut zu nutzen und Ihnen so viel wie möglich über das Gehirn, über das, was alles schiefgehen kann, und auch über das, was wir jetzt besonders erleben in Zeiten von Corona, eben Einsamkeit, war aber schon vorher da, nahezubringen aus der Sicht von jemandem, der sich mit dem Gehirn beschäftigt. Eigentlich bin ich Psychiater von Beruf, also sehe viele Patienten jeden Tag, aber als Psychiater wurde ich zum Gehirnforscher, und das werden Sie jetzt gleich merken. Und ich fange mit dem Gehirn an und zeige Ihnen gleich mal zwei. Das rechte, das sind so normale Scans vom Gehirn, und das linke, ich glaube, da braucht man kein Fachmann sein, da sehen Sie alle, mit dem stimmt was nicht. Der linke Fall, der wurde im Jahr 2007 im Lancet publiziert, aus dem ganz einfachen Grund, das war ein 42-jähriger französischer Beamter mit 2 Kindern, verheiratet, und der hatte nichts, gar nichts mit dem Gehirn. Der war völlig gesund. Und also wenn man das anders schneidet, sieht es so aus, wenn man es von der Seite betrachtet, so. Also da fehlt etwa 80%. Der Mann hat nichts. Ja. Wie kann das sein? Das ist wahrscheinlich das Erste, was Sie hier wissen wollen. Und was sagt uns das? Ich glaube, ziemlich viel. Und um das zu verstehen, ja, mache ich so eine kleine 5 Minuten Einführung, die wird Sie wundern, weil Sie haben ja alle ein Gehirn und Sie haben es dabei, aber es kommt ohne Gebrauchsanweisung. Und es ist interessant, Sie wissen sogar vieles über Ihr Gehirn, aber Sie wissen nicht, dass Sie es wissen. Also, und deswegen verhalten Sie sich auch in Ihrer Bewertung und auch in Ihrem Leben nicht so, wie Sie es könnten, wenn Sie das alles wüssten, was Sie eigentlich schon wissen. Das ist ganz verrückt, aber es ist so. Und deswegen fange ich mal ganz einfach an. Solche Bilder haben Sie alle schon gesehen. Was Sie vielleicht an dem Bild wundert, Sie haben gelernt, wir haben kleine graue Zellen im Gehirn, und jetzt ist das Ding gelb. Was stimmt da nicht? Ganz einfach, das Bild. Denn Sie können eigentlich so ein Bild überhaupt nicht machen, denn auf dieser Fläche gibt es 200 Nervenzellen, nicht bloß eine. Und zu jeder Nervenzelle kommen ganz viele Fasern, und die bringen elektrische Impulse, wie Sie ja alle wissen. Und das Gehirn geht mit elektrischen Impulsen. Und von diesen Zellen haben wir knapp 100 Milliarden in unseren Köpfen. Sie haben richtig gehört, 100 Milliarden. Ja. Jetzt bringen zu einer solchen Zelle kommen etwa 10.000 Fasern an, und die hätten ja hier gar keinen Platz. Hier sehen Sie ein paar Dutzend und schon ist kein Platz mehr. Und genau deswegen sehen die Zellen so aus, haben diese vielen Verzweigungen, die nennt man baumartige Verzweigungen, Dendriten. Und da können an jedem einzelnen Knubbel, Sie sehen hier so kleine Knubbel an diesen Verzweigungen, an jedem kommt eine Faser an, sodass die 10.000 Fasern Platz haben. Und wie macht man so ein Bild? Na, man nimmt Fluoreszenzfarbstoff, Leuchtfarbstoff. In dem Fall gelben. Man kann auch grün oder roten nehmen, ist völlig egal. Und dann spritzt man den in Gewebe, hofft, dass man ein Neuron trifft, und dann füllt sich der Farbstoff in dieses Neuron, und dann leuchtet man mit einer Lampe drauf, und dann sieht man den Farbstoff und sonst nichts. Und ich erzähle Ihnen das nicht,
damit Sie wissen, wie man Nervenzellen fotografiert und das morgen auch machen, sondern ich erzähle Ihnen das, damit mit Ihnen klar ist, Sie haben schon solche Bilder ganz viel gesehen. Das sind alles Kunstprodukte. Was es wirklich gibt, ist dichtester Filz von Zellen und Fasern, die miteinander verbunden sind, die sich elektrische Impulse zuschicken und nochmal 100 Milliarden Zellen mit Verbindungen. Hier sehen Sie so eine Verbindung, das Bild ist gemalt. Was hier falsch dran ist, dieser schwarze, luftleere Bereich, den gibt es nicht. Es ist alles ganz dicht aufeinander. Ja, sonst passte es hier gar nicht rein. Und von diesen Synapsen, Verbindungen zwischen Nervenzellen, haben Sie ja 10.000 pro Nervenzelle, bis zu 10.000. Das heißt 10.000 mal 100 Milliarden, das ist die Anzahl von den Synapsen in Ihrem Kopf, das sind 1 Million Milliarden. Als ich Medizin studiert habe, habe ich mich mal getraut im ersten Semester. Also heute lernt das jeder Oberschüler im Gymnasium, 12. Klasse. Und wir haben das erst im Medizinstudium gelernt, so im ersten Semester. Und ich habe mich dann getraut zu fragen, sagen Sie mal, Herr Professor, wenn hier nur ein Kabel wäre, das sind der gelber Strom, Elektrizität, Giftgrün, das muss Chemie sein. Hier wird also auf ein elektrischer Impuls an dieser Struktur, die Synapse heißt, auf chemischem Wege übertragen. Und jetzt kann man sich fragen, warum eigentlich? Warum geht der Impuls nicht einfach durch? Das wäre nämlich erstens schneller, zweitens bräuchte man die ganze Chemie nicht, deswegen wäre es energieeffizienter. Und wenn etwas schneller und effizienter geht, weniger Energie braucht, ist es doch besser als mit viel Energie und langsam, besser als mit wenig Energie und schnell. Warum also Synapsen? Und da wir 1 Million Milliarden im Kopf haben, ist das ja keine ganz dumme Frage. Ja? Warum aber? Und die Antwort damals, vor gefühlten 100 Jahren und realen 43 Jahren, halt deinen Mund. Und hinterher war mir auch klar, war mir natürlich peinlich und der wollte aber nicht viel mehr dazu sagen, denn er wusste es auch nicht. Und das war auch nicht der Fehler des Professors, sondern es wusste niemand. Es wusste schlichtweg niemand. Es gab so ein paar Spekulationen, dass die vielleicht sich ändern. Hat der Herr Hepp, ein kanadischer Physiologe, schon 1949 vermutet. Deswegen geht die Idee immer auf ihn zurück. Aber gewusst hat niemand irgendwas. Wir haben gelernt, das Gehirn ist halt so, wie es ist, ganz kompliziert, aber ist ansonsten langweilig, weil da passiert eigentlich sonst nichts. Und heute wissen wir, völlig falsch. Und es ist die wichtigste Erkenntnis aus der Gehirnforschung des letzten halben Jahrhunderts, mindestens, dass wir heute eins wissen, nämlich wofür Synapsen da sind. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das wissen. Das ist ein Bild aus einer Zeitschrift Nature, weltbekanntes Wissenschaftsfachblatt. 1999, eine Schweizer Arbeitsgruppe hat das Bild publiziert. Die Geschichte dazu geht ganz einfach. Sie gucken erstmal, was an den Synapsen los ist. Also Sie sehen hier eine einzelne Synapse, fotografiert und dann koloriert. Das Rote ist mit Farbe angemalt, weil elektronenmikroskopische Bilder, die sind immer schwarz-weiß. Aber man hat unterscheiden wollen, da oben kommt was an und wird weitergegeben und dann geht es weiter. An der linken Synapse lief nicht so viel ab, elektrisch, und an der rechten viel. Und deswegen sieht die so aus. Da ist ein extra dendritischer Dorn, wie wir das nennen, gewachsen. Und wenn da Chemie an der Fläche zwischen den beiden Strukturen abläuft, läuft natürlich rechts mehr Chemie als links, weil da ist mehr Platz. Ja. Synapsen ändern sich also dann, wenn sie benutzt werden. Nochmal 10 Jahre vorwärts, Jahr 2009, dieses Bild publiziert. Hier sehen Sie ein Stück von diesem vorhin gelben Neuron und Sie sehen das in schwarz-weiß. Was Sie nicht sehen, das sind die Fasern, die an jedem dieser Knubbel ankommen. Und was man damals geschafft hat, also vor 11 Jahren, ist das oder vor 12 Jahren ist das Kunststück, dass man bei einem lebendigen Tierchen hinten ein Loch gemacht hat. Hier hinten ist das Sehsystem. Bei Ihnen, bei mir und auch bei Versuchstierchen. Und dann hat man da ein Glas drauf gemacht, ein paar Zellen mit Farbe gefüllt, damit man sie sehen kann, fotografiert. Und dann ist man 4 Tage später genau an das genau gleiche Stückchen einer Nervenzelle. Also wir sind jetzt an irgendeinem dieser Stückchen. Ja? Und dann hat man 4 Tage später das gleiche Bild nochmal gemacht. Und 4 Tage später das gleiche Bild nochmal beim lebendigen Tierchen. Und was Sie hier sehen ist, die Autoren haben es uns leicht gemacht, ein roter Pfeil bedeutet, da ist ein neuer Knubbel gewachsen, der war vorher nicht da. Ein blauer Pfeil bedeutet, da ist ein Pfeil, der da war, nicht mehr da. Und was Sie hier sehen, ist so der ganz normale Wahnsinn in unserem Kopf.
Denn wir sind hier an einem Stückchen von einer Nervenzelle, von denen Sie 100 Milliarden im Kopf haben. Und wenn Sie, es sind 8 Pfeile in 8 Tagen, das heißt, jeden Tag ändert sich eine Verbindung an einer Nervenzelle, vorsichtig geschätzt, wir sind hier nur an einem Stückchen davon, und Sie haben 100 Milliarden Nervenzellen. Das gibt Ihnen eine grobe Idee, was bei Ihnen jeden Tag passiert. 100 Milliarden Veränderungen. Da wird weggeräumt, neu gebaut, abgebaut, umgebaut, permanent. Und die Frage stellt sich natürlich so, ja, warum denn? Das Gehirn wiegt zwar nur 2% Ihres Körpers, verbraucht aber beim Baby 50% und bei Ihnen noch 20% der Energie, die Sie aufnehmen. Also da passiert ganz viel, obwohl es scheint, das wird gar nichts passieren. Aber auf dieser winzig kleinen Ebene passiert ganz viel. Warum? Nun, diese Arbeit fing eigentlich am Tag 9 des Versuchstiers erst an. Da hat man nämlich dem Tierchen beigebracht, genauer hinzugucken, also visuelle Aufgaben besser zu lösen. Das kann man mit Mäusen und Ratten machen. Und das Tierchen hat jeden Tag 2-3 Stunden gelernt, visuell gelernt. Hier hinten ist das visuelle System. Man hat auch hier irgendwo ein Fensterchen gemacht und Nervenzellen beobachtet, da hat sich aber nichts geändert. Da war alles so wie immer. Hier hinten war am Tag, das Tierchen hat eine Woche lang jeden Tag mehrere Stunden genauer hingucken geübt. Und was sehen Sie am Tag 12? Mehr Verbindungen, rote Pfeile, das waren Verbindungen, neu geknüpfte Verbindungen. Am Tag 16 nochmal neu geknüpfte Verbindungen. Weggeräumt wurde fast nichts. Ja, es sind neue Verbindungen entstanden. Man konnte die nicht nur fotografieren, man konnte die in einem größeren Bereich auch zählen, quantifizieren, den Lernfortschritt mit der Anzahl der Synapsen in Verbindung setzen. Das ging zusammen, das korreliert. Und so konnte man mit dieser Studie, und jetzt muss ich Ihnen sagen, es gibt nicht nur diese beiden, die ich Ihnen jetzt gerade vorgeführt habe, es gibt Zehntausende. Und ich übertreibe nicht, ich untertreibe eher. Ja. Studien hierzu, bei den verschiedensten Gehirnsystemen, bei den verschiedensten Organismen, mit den verschiedensten Neurotransmittern, das ist explodiert, was unser Wissen über diese Vorgänge anbelangt. Ja. Und das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist genau das. Die Arbeit, diese hier, kam aus Deutschland, eben wie gesagt in Nature 2009 publiziert, hatte den interessanten und wie ich finde unglaublich treffenden Titel Experience leaves a lasting structural trace in cortical circuits. Das heißt, Erfahrung, damit ist gemeint, alles, was Sie in Ihrem Hirn erleben, denken, erfahren, sehen, wollen, planen, fühlen, wünschen, was Sie wollen. Es wird in Ihrem Gehirn bewerkstelligt dadurch, dass von den 100 Milliarden Nervenzellen ein paar Millionen, mindestens ein paar 100 Millionen wahrscheinlich, miteinander reden und diese Gedanken produzieren, diese Wünsche, Erfahrungen und so weiter. Dadurch, dass die miteinander reden, ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen und das ist der Speicher. In dem Computer ist eine CPU drin, die verarbeitet und eine Festplatte, die speichert. Hier nicht. Hier sind nur 100 Milliarden Nervenzellen mit 1 Million Milliarden Verbindungen. Die schicken sich Impulse zu, das ist die Verarbeitung. Dadurch ändern sich die Synapsen, das ist der Speicher. So funktioniert das Gehirn. Und das ist noch überhaupt, also auch die Spezialisten, die das herausgefunden haben, an Tiermodellen und die Nobelpreisträger, gab es eine ganze Menge, die daran gearbeitet haben. Die sind alle darüber einig, dass diese Erkenntnis ist in unsere Kultur, in unser Denken über uns selbst überhaupt noch nicht angekommen. Noch gar nicht. Denn sonst würden wir uns viel mehr Gedanken machen, welche Software über die Gehirne läuft, denn die ändert die Hardware. Was ich hier gesagt habe, ist ja nichts weniger, als dass sich Ihr Gehirn materiell ändert, wenn Sie Geist produzieren, also wenn Sie geistig da sind, also jede geistige Regung in Ihrem Geist ändert Ihr Gehirn und macht Ihr Gehirn ein Stück weit in die Richtung dessen, was Sie gerade machen. Also banales Beispiel, ich bin in Deutschland aufgewachsen, meine Sprachzentren wurden mit Deutsch gefüttert, ich habe auch irgendwann Deutsch vor mich hingelallt und irgendwann konnte ich Deutsch. Wäre ich in China aufgewachsen, dann hätte ich eben Chinesisch gelernt und meine Sprachzentren hätten andere Synapsen. Meine sind Synapsen für Deutsch und sonst hätte ich Synapsen für Chinesisch. Und wenn ich zweisprachig aufgewachsen wäre, dann hätte ich Synapsen für Deutsch und für Chinesisch. Auch das gibt's. Hätte ich noch besser auftrainierte Sprachzentren. Und wenn ich dann noch eine Sprache lerne, geht das dann leichter oder schwerer? Leichter. Und wenn man noch eine Sprache lernt, noch leichter.
Und wenn jemand 50 Sprachen kann und lernt die 51., dann braucht er 6 bis 8 Wochen dafür. Auch das wissen wir. Das geht, wenn die Sprachzentren ganz trainiert sind. Schauen Sie die Festplatte hier drin. Wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Und wenn die zu 95% voll ist, dann passt noch 5% rein. Wie ist das denn bei Ihrem Gehirn? Das ist eine völlig verrückte Eigenschaft. Je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Ja, Sie lachen. War das Ihnen eigentlich klar? Haben Sie mal jemanden getroffen, der sagt, du, ich kann 6 Sprachen, also meine Sprachzentren sind langsam voll? Danke, dass Sie lachen. Aber wussten Sie, war Ihnen das so klar? Schauen Sie, heute wird oft gesagt, ja, die Digital Natives, die lagern aus, die können halt keine Telefonnummern, können sich nicht orientieren, die haben ja ein Navi im Handy. Und es ist doch klasse, dass sie das auslagern. Warum? Dann können sie ja was anderes, weil sie Platz für was anderes haben. Merken Sie was? Das ist völliger Unsinn. Alles, was Sie nicht wissen, wissen Sie nicht. Und können Sie vor allem für weiteres Lernen nicht verwenden. Und alles, was Sie schon wissen, wenn einer 3 Musikinstrumente kann, ist es leichter, das 4. zu lernen und nicht schwerer. Ja? Und das ist mit allem so. Das ist extrem wichtig, mit allem. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Gehirne in jungen Jahren ganz schnell und so viel und breit wie möglich bilden. Weil dann haben sie für lebenslanges Lernen gesorgt, wenn sie 25 sind. So lang geht die Gehirnentwicklung etwa. Und wenn mit 25 hier nichts drin ist, dann passt doch nichts mehr rein. Und das ist das Problem. Ja, ich werde oft gefragt, Herr Spitzer, Sie sind doch Fachmann fürs Hirn und Sie kennen sich aus und wir machen jetzt mal wieder eine Weiterbildung im Sinne von lebenslangem Lernen, denn Sie kennen doch die Demografie, wir werden alle mit 80 früh berentet und mit 70 das letzte Mal umgeschult. Wie machen wir das? Dann sage ich immer, ja, wenn Sie gute Leute haben, dann sind die gebildet und wer gebildet ist, der kann weiterlernen und wer es nicht ist, der kann es nicht. Und da gibt es keine speziellen Tricks, wo man mit 50-Jährigen nochmal was anstellen könnte, wenn die nicht mit 25 gebildet waren. Das ist ein Problem, denn im Moment geht die Bildung überall runter, das wissen Sie auch. Geht nicht rauf, es geht runter. Der IQ seit 20 Jahren fällt. Ich kriege ja oft auch die Frage von so Leuten, die am liebsten nicht so viel arbeiten würden, aber irgendeinen Trick seinen IQ steigert. Denen schreibe ich immer die gleiche Mail zurück. Die beste Institution, an der man seinen IQ steigern kann, heißt Schule. Jedes Jahr Schule bringt 2 IQ-Punkte mehr. 12 Jahre Schule sind 24 IQ-Punkte. Das ist der Unterschied zwischen knapper Hauptschule und Gymnasium. Das ist einfach so. Ja. Also ja, Gehirntraining, das machen Sie in der Schule. Ja, hoffentlich. Und hoffentlich auch in breitest. Ja, das ist wichtig. Das Bild hat noch so ein Cartoon, damit Ihnen nochmal wirklich mit dem Holzhammer klar wird, was ich meine. Stellen Sie sich vor, das ist ein Park und da ist im Winter Schnee drauf. Jetzt gehen die Leute rein und weil es kalt ist, kaufen sie erstmal einen Glühwein. Dann müssen sie vielleicht wohin, dann kaufen sie noch ein Souvenir für die Kleinen und gehen wieder nach Hause. Nicht jeder läuft so, aber die meisten schon, weil es gibt ja Gründe, so zu laufen. Und am Abend sehen Sie was, nämlich gebrauchsabhängig entstandene Spuren, Trampelpfade. So müssen Sie sich das Hirn vorstellen. Nur laufen im Gehirn keine Leute auf dem Schnee, da laufen Impulse über Synapsen und dadurch ändern die sich. Und dadurch entstehen Spuren des Gebrauchs des Gehirns. Da kriegt das Neuron, sagt dem was, der kriegt es wieder zurück und das geht ein paar Mal hin und her. So arbeiten die Module zusammen, das wissen wir heute. Und dadurch ändern sich die Verbindungsstärken und die Arbeit läuft immer leichter. Und subjektiv, es geht immer einfacher, was ich da mache, weil ich es halt lerne. Nur, dass es das im wirklichen Leben auch gibt, das sehen Sie hier. Ja? Gebrauchsabhängige Spuren gibt es ganz viel. Ja? Und dadurch entstehen Trampelpfade. In Ihrem Hirn sind die auch alle entstanden. Das ist nur, damit Sie sehen, der Fall von vorhin war kein Einzelfall. Das haben Sie schon gesehen, das Gehirn. Das war ein 51-jähriger Lastwagenfahrer in München. Wurde auch, weil es ihm nicht so gut ging, hat man einen Scan gemacht. Der wurde sofort publiziert. Dem Mann ging es wieder gut, der ging auch nach Hause, ja, aber der Scan wurde sofort publiziert. Denn wenn Sie das Bild und das Bild einem Radiologen zeigen, dann sagt er, was willst du, der ist doch tot. Ja. Und die haben beide nichts, gar nichts. Das Bild ist das älteste von denen, das wurde schon im Jahr 2001 im Lancet publiziert. Und die Geschichte geht ganz kurz so, dass ein Mädchen hatte im Alter von 3 Jahren eine Entzündung hier, die drohte auf die andere Hirnhälfte überzugreifen. Da hat man sich für eine heroische Therapiemaßnahme entschlossen, hat das halbe Hirn herausgenommen. Therapie, halbes Hirn weg.
dann wurde, und darum geht dieser Artikel im Lancet, eine Seite mit einem Bild und ein bisschen Text. Die haben dann gesagt, die Wissenschaftler, wir wollten mal, als das Kind 7 war, nachgucken, wie es dem das so geht. Und wir haben uns überlegt, naja, hier sitzen die Sprachzentren, motorisch, sensorisch, das Kind spricht nicht, versteht nicht, ist also schwer geistig behindert. Hier sitzt die Kontrolle für diese Körperseite, das Kind muss im Rollstuhl sein, hat keine Empfindung, kann sich nicht bewegen. Das Kind, dem geht es also körperlich und geistig schlecht. Und dann geht der Text weiter, ja, und dann kam das Mädchen rein, gesprungen. Hatte nicht mal gehinkt, gar nichts hat man gemerkt, und das sprach 2 Sprachen, Türkisch und Holländisch, fließend. Ohne Sprachzentren. Was glauben Sie, was dann mit alles geht? Ja. Also in Luxemburg viel, das weiß ich ja. Es ist wichtig, ist der Fall, weil man heute weiß, und immer wieder werden solche Fälle publiziert. Immer wieder. Also es sind nicht die 3 einzigen, die es gibt. Nein, jedes Jahr kommen welche dazu. Die immer gleich lauten nach dem Motto, hey, guckt, also philosophisch betrachtet sind das hier 3 Existenzbeweise. Und Existenzbeweise haben eine ganz einfache logische Form. Guck her, sowas kann es geben. Und wenn es sowas geben kann, dann heißt es nicht, dass es immer so gut funktioniert. Da muss man Glück haben, da muss auch vieles von außen richtig ablaufen. Aber es ist möglich, mit der Hälfte seines Gehirns, und es ist egal welche, die vordere oder die linke oder irgendwie die äußere, ja, mit der Hälfte seines Gehirns klarzukommen, und keiner merkt, Sie auch nicht und die anderen auch nicht. Ja. Wie kann das sein? Nun, weil Ihr Gehirn ganz anders arbeitet, und aus der Tatsache, dass Sie eben nicht eine CPU haben und eine Festplatte, folgt, dass viele Nervenzellen mit vielen anderen verbunden sind, und da weiß man schon länger, für die gilt dann, für solche Apparaturen, die so funktionieren, die kann man auch simulieren, dann findet man das Gleiche wie im normalen Gehirn, da kann ganz viel kaputt gehen und Sie merken nichts davon. Man spricht von graceful degradation, das heißt mit Würde kaputt gehen. Das ist das, was Hirne machen. Ja. Und um gleich in Ihrem Bereich zu bleiben, es gibt ja die Multi-Infarkt-Demenz. Wir haben Module im Gehirn, und manchmal kann es sein, dass zum Beispiel ein Sprachzentrum kaputt geht. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, denn dann können Sie nicht mehr sprechen. Und Sie haben es ja schon angesprochen, das ist so desaströs für die Patienten, dass sie fast alle depressiv werden, alle nicht mehr klarkommen, vor allem wenn das eine komplette motorische Aphasie ist. Weswegen unter Neurochirurgen gilt ein ungeschriebenes Gesetz. Das wird aber immer befolgt. Wenn man einen Tumor oder irgendwas zu operieren hat und der ist im Bereich der Sprachzentren und man müsste die zerstören, um den Tumor herauszuholen, dann lässt man es. Weil es gibt nichts Schlimmeres als die Nebenwirkung Aphasie von einer Therapie. Und auch wenn die Nicht-Therapie Tod bedeutet, das ist immer noch besser als Leben mit Aphasie. Nun gibt es das als Schlaganfallfolge, und deswegen ist es so wichtig, dass Sie gesagt haben, da müssen alle ran, da müssen sich alle kümmern und da müssen alle nach diesem Menschen gucken. Ganz wichtig, also vermitteln, dass da ist jemand, er kann ja noch denken, er kann sich bloß nicht mehr äußern. Aber das ist so furchtbar, weil wir Menschen Kommunikationswesen und soziale Wesen sind, ganz tief drin. Ja, deswegen ist ja auch Einsamkeit so ein wichtiges Thema für uns. Für Primaten nicht, die laufen alleine rum, tut ihnen nichts. Ja? Aber wir sind soziale Wesen und wir brauchen unsere Gemeinschaft, deswegen ist das so wichtig. Und diese Bilder zeigen eben sehr schön, der hatte das auch in der Kindheit, das weiß man, bei dem weiß man gar nichts, der muss es aber seit der Kindheit gehabt haben, und so bis 3 funktioniert sowas, später funktioniert sowas nicht mehr. Ja. Weil ich Ihnen gerade die Synapsen gezeigt habe, ich möchte 2 Folien Ihnen extra zeigen, hat nichts damit zu tun, aber was mich derzeit sehr beschäftigt. Es gibt in vielen Ländern immer noch Kinder, die wachsen unter Mangelbedingungen auf. Schon in der Schwangerschaft war nichts zu essen für die Mutter da, dann während und da kann man gucken, wie ist es in den ersten 1000 Tagen von Konzeption und dann Entwicklung intrauterin und dann bis etwa zum 2. Geburtstag. Und jetzt gibt es jedes Jahr Millionen von Kindern, die werden nicht groß, die wachsen nur etwa so hoch und sind deswegen körperlich sichtbar behindert. Jetzt hat man geguckt, weil Kinder sterben ja auch manchmal an Unfällen zum Beispiel, häufigste Todesursache, man hat geguckt, wie sieht denn das Gehirn von Kindern aus, deren Entwicklung wegen Armut nicht optimal läuft. Sie haben das hier gesehen, Synapsen werden weggeräumt, wenn da nicht viel läuft, werden hingebaut, wenn viel läuft. Gucken Sie mal links. Da sehen Sie ganz links
eben auch genau so ein Stück Nervenzellen, also so ein Stück Nervenzellenfortsatz, den Drittischer Baum, mit den Fortsätzen. Und an jedem dieser Knubbel kommt eine Phase an. Die kann man zählen. Und der da, das ist das Gleiche bei einem Kind aus armen Verhältnissen. Das können Sie dann quantifizieren. Das hat man also bei 390 Behinderten und 210 Normalen gemacht. Und was Sie sehen ist, wenn Sie gucken, wie lange sind diese den Dritten, dann können Sie sehen, die sind kürzer. Und dann können Sie sehen, wie viele Synapsen sind denn so da? Ja? Und dann können Sie eben sagen, das sind halb so viele bei dem, der krank ist. Und wenn Sie jetzt wissen, was die Synapsen, die da entstehen, für die Gehirnentwicklung bedeuten, ja, dann ist Ihnen eins klar: Armut in den ersten 1000 Lebenstagen, das kann sich eigentlich niemand leisten. Das ist eine unglaubliche Verschwendung von Human Resources. Denn also wirklich halb so viel zum 2. Geburtstag, das kriegen Sie nie mehr weg. Das weiß man auch. Das kriegen Sie nie mehr kompensiert, auch wenn Sie noch so viel büffeln. Ab dann. Die Narbe ist gesetzt und die Unterfunktion des Gehirns lebenslang auch. Das kostet uns weltweit x Milliarden. Ja, und nochmal, die Intervention für Nicht-Armut in 1000 Tagen zu sorgen, die kostet vergleichsweise gar nichts. Und trotzdem leisten wir uns überall auf der Welt Armut. Armut ist zu teuer, als dass wir sie uns leisten könnten. Das sagt die Neurowissenschaft, ganz klar. Das ist eine Zeichnung, die hat ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftsnobelpreisträger schon im Jahr 2006 publiziert, der sich mit etwas ganz Ähnlichem beschäftigt hat. Der hat sich nämlich gefragt, und das ist ein Vierseiter im Fachblatt Science, und das ist die wichtigste Abbildung daraus, die Frage war, wie verhält sich eigentlich die Rendite von Investitionen in Bildung in Abhängigkeit vom Alter des zu Bildenden? Also, zu Deutsch, wenn Sie einen Euro extra haben und wollen den für Bildung ausgeben, wo tun Sie den hin? Antwort: in den Kindergarten. Da kommt am meisten Bildung für raus. Mit Abstand, wie Sie hier sehen. Ja? In der Schule ist auch noch so ganz gut. Und dass wir in Deutschland 10 bis 15 Milliarden jährlich dafür ausgeben, dass ein Staplerfahrer zum Staplerfahrer umgeschult wird und dann noch PowerPoint lernt, ist peinlich, weil wenn Sie diese 15 Milliarden nehmen würden und in den Kindergarten tun würden, hätten wir da schon Probleme bekämpft, die in der Schule gar nicht mehr auftreten. Und das Geld wäre gut angelegt. Und warum tun wir das nicht? Ja, weil die nicht wählen dürfen, die schon. Das ist ein Problem. Ja? Da ist man als Hirnforscher auch gerne mal Anwalt von Babys und Kindergartenkindern. Ja? Wenn Sie überlegen, wie es funktioniert, wie es sich entwickelt, was es dazu braucht, ist das alles vollkommen klar. Ja? Aber es ist schwer umzusetzen. Ja. Und dann heißt es, wir machen doch schon alles. Ja, aber was nützt es, wenn Sie 20 Kinder pro Erzieherin im Kindergarten haben? Die kann das nicht richtig hinkriegen, dass es für jeden gut ist. Wenn da nur 5 wären, wie bei den Sumerern, da wäre es besser. Die hatten 5 bis 7. Wir haben 20. Die haben es besser gemacht. Ja, vor 4000 Jahren. Bevor Sie depressiv nach Hause gehen, wir alle sind ja ganz da unten, möchte ich Sie an etwas erinnern, was ich Sie vorhin schon abgefragt habe. Nämlich, dass das ganz sicher nicht dummerweise so ist, sondern so sein muss, erstens. Und zweitens, dass das ja nur die Lerngeschwindigkeit mit jeder neuen Erfahrung anzeigt und ein Kind lernt ein Wort mit einer Wiederholung, wenn es gerade die Muttersprache lernt, und wir brauchen 20 oder 50. Und auch in der Schule brauchen die Kinder schon 5 oder 10. Ja? Aber ein Baby braucht eine Wiederholung und schon kannst du die neue Vokabel. Das lernt wahnsinnig schnell. Ja? Und das Wichtige ist, dass wir ja schon ganz viel gelernt haben, wenn es gut lief. Und was heißt es? Dass wir dadurch lernen, dass wir das, was wir schon wissen, ein bisschen modifizieren. Wer 50 Sprachen kann, der lernt die 51 in 6 Wochen. Der ist also schneller als ein Baby mit der nächsten Sprache, weil er schon so viel kann. Wenn Sie also da sind, brauchen Sie nicht mehr alle Synapsen mit Macht umzukrempeln, wenn Sie was lernen. Nein, je mehr Sie schon an Struktur haben, desto weniger neu strukturieren müssen Sie. Sie haben ja schon ganz viel. Das heißt, das muss Sie nicht depressiv machen. Dann, wenn Sie mit 25 gebildet sind. Sie alle sind das, deswegen Sie machen sich keine Gedanken. Ja?
Aber wer das nicht ist und der das Pech hatte, meistens ist es ja Pech, das ist dann eben wirklich ein Problem. Ja. Diese Kurven gehen nicht immer überall so, sondern diese Kurve ist nur eine ganz schlechte Zusammenfassung von vielen Kurven, möchte ich Ihnen auch mal klar machen. Es ist eigentlich die ganz linke, die Sie hier eben gesehen haben, vielleicht ein bisschen noch mit der mittleren. Was Sie hier sehen, sind die sogenannten sensiblen Phasen, Prägephasen, sensible Perioden, da gibt es viele Namen für. Wichtig ist, es gibt für bestimmte Bereiche des Gehirns bestimmte Zeiträume, da müssen die Lernprozesse erfolgt sein und sonst funktionieren sie einfach gar nicht mehr. Ja, das ist ganz wichtig. Das schönste Beispiel ist das Kind, das hier schlecht sieht. Das wissen Augenärzte schon ganz lang, dass wenn das Kind hier schlecht sieht, dann muss man ihm das Auge zukleben. Jeden Tag, bis es 5 Jahre alt ist, für ein paar Stunden. Warum? Weil von beiden Augen Fasern hier hinten ins Gehirn gehen, auf beiden Seiten ankommen und dann das eine Auge mit den Bildern vom anderen Auge konkurriert. Und wenn die schwach sind und die scharf sind, dann nimmt das Gehirn lieber die scharfen und macht die Bilder draus. Und die hier werden nicht verarbeitet, es werden sogar die eingehenden Impulse aktiv unterdrückt, weil die sind nicht so schön. Was heißt denn das? Naja, denken Sie an die roten und blauen Pfeile. Wenn von da nicht so schöne Bilder kommen, dann werden keine Verbindungen geknüpft, die paar, die schon da sind, werden weggeräumt und dann ist das Auge mit 5 Jahren blind. Und es bleibt blind. Sie können machen, was Sie wollen. Weil die sensible Perioden für das binokulare Sehen, was normalerweise in den ersten 5 Lebensjahren entsteht, bei der Katze braucht es 3 Monate nebenbei, bei uns 5 Jahre, das ist dann vorbei, das kann man dann nicht mehr lernen. Deswegen ist das Auge dann blind. Und es ist ein Unterschied, ob Sie als Erwachsener, wenn Sie vielleicht mal ein Auge verlieren oder auf einem Auge schlechter sehen wegen grauem Star oder so, ob das Auge 70% funktioniert oder blind ist. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen, was macht man? Erstens Sehtests mit Neugeborenen. Wie geht das? Könnt ihr nicht, lesen Sie mal die Buchstaben vor, die werden immer kleiner, geht nicht, ne? Sondern Baby liegt da und dann guckt das Baby, ne? Und dann machen Sie ein Auge zu und guckt, folgt er mit dem anderen Auge und dann das Auge und dann merken Sie, mit dem geht es nicht so gut. Und dann können Sie heute objektiv messen, wie gut das Auge funktioniert, mit Potenzialen, die Sie durch Schachbrettmuster erzeugen und so weiter. Und dann können Sie genau sagen, dieses Auge tut so und so viel Prozent weniger als das andere. Und deswegen müssen wir der Mutter sagen, du musst das Auge immer zukleben. Und wenn die Mutter sagt, das tut mir so weh und er wehrt sich auch immer gegen das Piratenpflaster auf dem guten Auge, muss die Mutter sagen, hey, wenn du willst, dass er blind wird mit 5, dann musst du das halt nicht machen. Aber bitte mach's, denn er wird dir hinterher dankbar dafür sein. Ja, die Mutter ist nie der beste Kumpel vom Kind, sondern die Mutter eben und der Vater genauso. Das haben viele Eltern heute auch nicht begriffen, ja, aber das muss man begreifen. Denken, wollen, handeln, da haben wir auch eine sensible Periode. Wann genau die aufhört und so, da haben wir wenig Daten, weil das sind Dinge, die kann man bei der Maus schlecht untersuchen. Beim Sprechen wissen wir es von Wolfskindern, da gibt es nicht nur Kaspar Hauser, da gibt es eben auch wirklich super gut dokumentierte Fälle von Kindern, die bis zum 14. Lebensjahr im Keller waren und mit denen nicht gesprochen wurde. Die haben dann nicht mehr sprechen gelernt. Die können noch Wörter nachsprechen, aber Grammatik und damit eine sinnvolle Bedeutung vermitteln können sie nicht mehr. Das können sie auch nicht mehr lernen. Also Sprache hört so mit 14 auf, als Muttersprache. Und die Zweitsprache, akzentfrei, das hört auch so, tröpfelt auch sehr schnell weg. Noch zwischen Sprechen und Sehen geht sozusagen die Akzentfreiheit der zweiten Sprache weg. Ja, und denken, handeln, wollen, wissen wir fast nichts. Ein bisschen was wissen wir, aber 2 Datensätze, die finde ich bemerkenswert, beide zeige ich Ihnen mal kurz. Nämlich erstens, wenn Sie einfach Unfälle bei Autofahranfängern untersuchen und Sie untersuchen Leute, die mit 18 einen Führerschein gemacht haben, Leute, die mit 19 ihren Führerschein gemacht haben, mit 20, 21, 22, 23, 24 und zählen im ersten Jahr des Autofahrens die Unfälle bei ganz vielen. Was stellen Sie fest? Die 18-Jährigen haben mehr Unfälle als die 19-Jährigen, die haben mehr als die 20-Jährigen und so bis 25 geht es runter und dann bleibt es unten und mit 80 geht es wahrscheinlich wieder hoch, aber das hat man nicht untersucht. Aber das Wichtige ist, Ihr Hirn ist mit 18 noch nicht fertig. Da kommt es schon noch mal vor, dass Sie im Liebesrausch oder im Eifersuchtsrausch einfach mit Vollgas fahren und nicht kapieren, was Sie da machen. Ja, mit 25 halt nicht mehr so häufig. Ja. Also man kann zeigen anhand von empirischen Daten, dass Hirne mit 18 noch nicht fertig entwickelt sind. Der andere Datensatz stammt von der katholischen Kirche, die weiß seit Jahrhunderten, ist kein Witz, steht da, dass Missionieren sich ab 26 nicht mehr lohnt.
Das sind nämlich unsere Wertesysteme, der orbitofrontale Kortex, da steckt unsere Ethik, die Moral und so weiter. Dann ist sogar der fertig. Und wenn der fertig ist, dann können Sie nicht sagen, hey, das stimmt alles nicht, wir machen jetzt alles ganz anders. Deswegen missionieren geht bis 26, dann nicht mehr. Wie gesagt, katholische Kirche vor Hunderten von Jahren wissen die das schon. Ja. Wir wissen heute verdammt gut, warum das so ist. Das liegt am orbitofrontalen Kortex und dann ist der fertig entwickelt. So wie mit dem Sehen, dann geht nichts mehr. Ja? Und wenn der dann fertig ist, dann geht eben auch nichts mehr. Also das ist kein Witz. Es gibt noch ein paar Datensätze, aber wirklich nicht viele. Ja? Weil das sind alles Zufallsdaten, die man irgendwie gefunden hat. Nochmal, ich habe gerade eben gesagt, das muss so sein mit dieser Abnahme. Das möchte ich Ihnen auch noch kurz erklären, denn das wird Sie auch versöhnen mit vielem. Schauen Sie, ein lernendes Kind muss eigentlich immer Folgendes machen. Es muss ein Parameter, also ganz logisch betrachtet, ein Parameter abschätzen. Beispiel. Das Kind zieht sich hoch, plumpst hin, dann macht es ein paar tausend Mal und lernt laufen. Wie geht das? Naja, es schwankt nach hinten, das Gehirn schickt ein paar Impulse zu den Muskeln, die hier vorne sind, die spannen sich an und es schwingt wieder nach vorne. Und das Hirn schickt halt mal ein paar Impulse an die Muskeln hier. Und wenn es dann länger oben bleibt, dann war es offenbar halbwegs richtig und dann verstellt es die entsprechenden Verbindungen, macht es ein bisschen stärker. Wenn es gleich wieder unten liegt, war eben offenbar falsch, dann dreht es wieder zurück. Und wenn Sie das ein paar tausend Mal machen und die Verbindungen immer, wenn sie ein bisschen länger oben waren, das war in die richtige Richtung, und wenn sie ein bisschen kürzer oben waren, war es in die falsche Richtung, und das machen Sie ein paar tausend Mal und irgendwann bleiben Sie oben. Erst ein bisschen wackelig und dann immer besser. Und damit hat Ihr Hirn abgeschätzt, wenn ich so weit bin, muss ich an Muskel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 77, 85, 93 Impulse schicken. Dann bin ich genau wieder da. Und diese Zahlen müssen abgeschätzt werden, denn Ihr Motorkortex schickt dann an den und den und den und den Muskel so und so viele Impulse. Ja? Das muss so passieren. Es muss sich sogar noch anpassen, denn wenn Sie größer werden und schwerer und die Muskeln sich entwickeln, dann stimmt die Zahl nicht mehr. Sie müssen also nachjustieren, bis Sie ausgewachsen und einigermaßen fertig sind und auch nebenbei laufen können. Also wie lernt der Mensch laufen? Antwort ist ganz einfach, von Fall zu Fall. Und wichtig ist, dass nicht der Einzelfall abgespeichert wird, aber die einzelnen Fälle zum Lernen beitragen. Jeder einzelne. Man kann das heute am Computer simulieren. Roboter können Salto rückwärts und laufen wie Menschen. Nicht, weil man das programmiert hat, das kann man gar nicht. Weil man denen beigebracht hat, laufen zu lernen, so wie Kinder laufen lernen. Das geht heute mit neuronalen Netzwerken, die kann man simulieren. Jetzt ist ein zweiter Gedanke wichtig, nämlich, wenn das die Wahrheit ist, 77 Impulse zum Muskel so und so, wenn ich so schwinge. Das ist die Wahrheit. Ja. Baby weiß die Wahrheit nicht. Baby denkt, na, vielleicht sind es 43. Und dann plumpst hin. Oh, mehr muss sein. Ja. Wuff, nehmen wir mal 80. Boing, haut's nach vorne. Ja. Weniger. 60. Merken Sie was? Wenn Sie riesen Lernschritte machen, also es muss in die Richtung gehen, okay, wuff, dann kommen Sie zur Wahrheit gar nicht hin. Weil sie hopsen immer mit Riesenschritten drumherum. Umgekehrt kann man sagen, ja, also wenn man genau lernen will, dann geht es nur mit kleinen Schritten. Wenn ich will 77 lernen, ja, und nicht 78, 76. Und wenn ich immer so mache, komme ich da ja nie hin. Jetzt muss ich also so lernen. Dann komme ich hin. Ich bin aber tot, bis ich da bin. Auch blöd. Das ist das prinzipielle Problem von lernenden Organismen. Die wollen A, schnell lernen, damit sie auch irgendwann fertig sind. Sie wollen aber auch B, langsam lernen, damit sie auch wirklich zum wahren Wert hinkommen und nicht immer nur um den rumhopsen. Das ist ein bisschen so wie Golf spielen. Sie hauen ja auch nicht mit so einem richtigen festen Schläger, so wuff, und dann, wenn der Ball schon da liegt und das Loch da ist, wieder wuff, sondern sie machen dann einen kleineren Schlag und dann vielleicht noch einen und dann sind sie drin. Das heißt, es geht nie mit lauter großen Schritten und mit lauter kleinen haben sie immer verloren. Das geht auch nicht. Sondern sie machen erst in die richtige Richtung einen riesen Satz und dann einen kleineren und noch einen kleineren, und Lernen geht genauso. Und genau deswegen sieht die Kurve so aus. Die Amis sagen, it's not a bug, it's a feature. Also sie können nur schnell bei der Wahrheit ankommen, wenn sie am Anfang Riesenschritte machen und die dann immer kleiner. Das muss so sein. Und wenn das sein muss, wenn es also nicht ein verrostendes Gehirn ist, was nur noch so gut tut, sondern ein Gehirn, dessen Lerngeschwindigkeit aktiv heruntergeregelt wurde, weil das sinnvoll ist, dann folgt daraus was. Dass Sie es regeln können
Und wenn Sie es regeln können, dann können Sie sich fragen, ja, nach dem Schlaganfall hätte ich es aber gern wieder ein bisschen so wie beim Säugling, denn da muss massiv umgelernt werden. Wie geht das? Man spricht von Neuromodulation. Ich habe Ihnen die ganze Zeit rede ich von Neuroplastizität. Sorry, das hätte ich mal sagen sollen. Ja? Das Gehirn ist plastisch. Wir sprechen von synaptischer Plastizität, weil die Synapse sich wirklich plastisch ändert mit der geistigen Nutzung unseres Hirns. Zweitens, diese Änderungen, die kann man natürlich dadurch bewirken, dass man da Impulse schickt. Man kann aber auch über ein ganzes Gebiet eine bestimmte Chemikalie drüber regnen, mit so Nervenenden, die mal da und da und da ein paar Enden und ein paar Moleküle rausschicken. Und das nennt man Neuromodulation. Und dann wird eine bestimmte Eigenschaft dieses Bereichs Hirn verändert. Zum Beispiel der Signalrauschabstand, also wie präzise da alles geht. Manchmal ist es nämlich gut, es geht ein bisschen unpräzise. Dann kommt man mal auf Sachen, auf die man, wenn man genau guckt, überhaupt nicht kommt. Oder es können Synapsen schneller geändert werden, einfach alle schneller. Das ist nicht immer gut, wenn Sie genau lernen wollen, ja? Aber wenn Sie schnell lernen wollen, dann schon. Und das machen Neuromodulatoren, wir kennen die sogar. Acetylcholin, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin. Das sind die 4, die man am ehesten kennt und mit denen es der Psychiater wie ich jeden Tag zu tun hat. Das ist mein täglich Brot, wenn Sie so wollen. Ja? Und was machen die? Ja, Acetylcholin zum Beispiel macht die Lernkonstante, also die Stärke der Synapsenveränderung pro Lernschritt. Jetzt könnten Sie doch, wenn es um ganz heftiges Lernen geht, also da was machen. Serotonin macht Neuronenwachstum. Ja, wenn Neuronen kaputt gehen, wäre es gut, wenn die wachsen. Bei Erwachsenen wachsen Neuronen nur in ganz bestimmten Gehirnbereichen nach. Aber sie wachsen nach, das weiß man auch erst seit etwa 12 Jahren. Und sie wachsen danach, wo sie stressbedingt auch kaputt gehen und wo sie für die Neuformation von Gedächtnisspuren tatsächlich notwendig sind, nämlich im Hippocampus. Also wenn Sie sich das heutige Ereignis merken, dann da hat Ihr Hippocampus von diesem Ereignis, wir leben ja dauernd bewusst, aber manchmal schneiden wir einen Zeitstrahl, also meinetwegen eine bestimmte zeitliche Episode aus diesem Erlebnisstrom, den wir immer haben, raus und das ist ein Ereignis. Die Fußball-Weltmeisterschaft, September 11, morgen um 9, jeder weiß noch, wo er war und was da war. Ja? Haben wir uns gemerkt. Warum? Weil unsere Emotionen gesagt haben, oh, wichtig. Und dann hat der Hippocampus reagiert und der hat massiv gelernt. Seine Lernkonstante hochgeregelt mit einem anderen Botenstoff, den wir auch gut kennen, das geht dann. Und dann haben wir das Ereignis als Ereignis überhaupt erstmal geschaffen. Denn die Welt läuft ja immer gleich. Die läuft einfach immer weiter und unser Hirn tut immer. Aber wir haben dann aus diesem Stückchen Zeit ein Ereignis gemacht. Nicht nur das Ereignis abgespeichert. Sie müssen es erstmal machen. Und dafür ist Ihr Hippocampus zuständig und Ihre Emotionen. Und dann geht es halt langsam vom Hippocampus in den Kortex über und irgendwann mal brauchen Sie den nicht mehr. Da sind nämlich schon wieder neue Nervenzellen nachgewachsen und die alten sind von dem Ereignis, die sind weg. Aber Sie brauchen ihn deswegen nicht mehr, weil das am Ende des Ereignisses wirklich da ist, überall da. Serotonin macht Neuronenwachstum und jetzt könnte man doch versuchen, das Gehirn dazu zu bringen, dass da erstens mehr wächst und dass zweitens das, was da ist, plastischer ist. Das geht tatsächlich. Wir haben das 2005 mal ausprobiert. Sorry, die Studie hätte ich eigentlich auch noch als... Also das hier ist, wir haben tatsächlich eine Substanz genommen, die aufs Acetylcholinsystem wirkt. Und Sie sehen hier Repetitive Recall und, mit Placebo und mit dieser Substanz. Das waren gesunde Studenten. Und was sehen Sie? Die lernen etwa doppelt so viel, wenn Sie eine Substanz einnehmen, während Sie lernen, weil diese Substanz dafür sorgt, dass die Lerngeschwindigkeit hochgeregelt wird. Hier sehen Sie dann nochmal bei den verschiedenen Recall-Blöcken Placebo und die Substanz und Sie sehen, die ist immer etwa doppelt so gut. Das geht auch bei Verbal, das war eben Visual Memory, also Sie müssen sich Bilder merken, das geht auch mit Verbal, also mit Worten, wo man sich Sätze oder Statements merken muss und Sie sehen, ein deutlicher Unterschied. Und wieder über die Zeit des Abrufs Unterschied. Amerikanische Studenten lernen deswegen fast nur noch mit entsprechenden Medikamenten. Das ist so. Und Deutsche sagt man so 20-30%. Haben wir auch mal untersucht. Einfach mal gefragt, was macht ihr so, wenn ihr fürs Examen euch vorbereitet? Ah ja, wir nehmen das und das.
Bei Patienten hat es sich noch nicht so rumgesprochen, weil es noch ganz wenig, also wir haben was dazu gemacht, ein paar andere Arbeitsgruppen auch, aber es gibt noch wenige groß angelegte Studien, die das untersucht haben. Aber also da raunt man sich schon auch zu, dass zum Beispiel Fluoxetin, ein Medikament, was zur Behandlung von Depressionen benutzt wird, weil es zu vermehrtem Neuronenwachstum führt, die stressbedingt abgestorben sind. Das ist der Zusammenhang zwischen Stress und Depression. Und ein Science Paper schon von 2003, wenn Sie das wirkt dann tatsächlich im Sinne von mehr Neuronennachwachstum. Das ist durch. Ja. Und die Anticholinergika ist eigentlich auch durch, aber es passiert noch nicht so viel. In manchen Reha-Kliniken wird es gemacht, in manchen noch nicht. Das ist das, was rauskommt, wenn Ihr Gehirn dann lernt. Ich habe auf der Y-Achse hier geschrieben, Gehirnbildung. Das meine ich genauso doppelbödig, wie es hier steht. Denn Sie haben jetzt verstanden, da entsteht ja Gehirn. Da entstehen ja synaptische Verbindungen. Und die Verbindungen sind alles im Hirn. Ja? Ein einzelnes Neuron denkt überhaupt nicht, macht nichts geistig. Aber viele zusammen im Zusammenspiel, die machen das. Und wenn da sich mehr Verbindungen bilden, die eben bestimmten Gebräuchen, Handlungen, Sprachen, Werten, Plänen, alles, was wir Kultur nennen, was nicht in unseren Genen steckt, sondern was wir aufnehmen, wenn wir erstmal auf der Welt sind oder schon in utero. Sprache lernen fangen wir im Uterus ja schon an. Und sogar ein Gesicht wird in utero schon erkannt, wenn Sie im Laser drauf leuchten. Dann müssen Sie die Augen hier und 2 Augen hier unten machen, den Mund hier hin, weil das Kind hängt mit dem Kopf nach unten. Und dann guckt es mehr hin, als wenn Sie ein umgedrehtes Gesicht, was ein richtig rum Gesicht für uns ist, mit dem Laser drauf scheinen. Auch das hat man schon gemacht. Und wenn Sie Frühchen, die mit im 30. Schwangerschaftsmonat geboren werden, wenn Sie denen die Sprache ihrer Mutter und die Herztöne ihrer Mutter auf ihren Glaskasten drauf spielen, dann sind die mit 18 Monaten in der Sprachentwicklung genauso weit wie Normalgeborene. Wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie in der Zeit von 30 Monaten bis 40 Monaten, wo die Kinder im Mutterleib immer die Muttersprache gehört haben und die aber in dem Inkubator nichts gehört haben, die haben ein Sprachentwicklungsdefizit. Kontrolliert, randomisiert gemacht und es kam ein dickes Ergebnis raus. Und wussten Sie, dass ein Kind, das in die Schule kommt, im Durchschnitt etwa 30 Millionen Wörter gehört hat? 30 Millionen. Sie müssen einfach dem Kind ein Diktaphon umhängen und dann bei einem Einjährigen mal von 8:30 bis 9:30 laufen lassen und dann beim Zweijährigen von 3:30 bis 4:30. Und das machen Sie mit ganz vielen Kindern zu allen Uhrzeiten, mit verschiedenen Altersstufen und dann können Sie anhand der Daten, Sie schreiben dann einfach ab, Radio und Fernseher gilt nicht, was das Kind selber spricht auch nicht, nur das, was das Kind hört, das schreiben Sie ab und dann zählen Sie die Wörter. Und dann rechnen Sie das Ganze auf die Anzahl der Tage, die es bis zur Einschulung gelebt hat, hoch. Das kann man machen, da kommt raus 30 Millionen im Schnitt. Was aber auch rauskommt ist, Unterschichtkinder 8,5 Millionen, Oberschichtkinder 40 Millionen. Schule ist sprachbasiertes Lernen, Unterricht, ja? Da redet man miteinander. Und hier hat ein Kind ein Viertel von dem Training von dem Kind. Was heißt denn das? Dass die in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Luxemburg ist, wahrscheinlich ist hier alles besser, aber bei uns ist es ganz schlecht, denn wir haben eine riesige Abhängigkeit des Bildungserfolgs von dem Bildungsstand der Eltern. Wird immer lamentiert, die Arbeiterkinder gehen nicht an die Uni und die Akademikerkinder gehen an die Uni. Das darf doch nicht sein. Nein, es sollte eigentlich auch nicht sein, denn rein genetisch sind die wahrscheinlich ähnlich intelligent, aber die einen schaffen es nicht und die anderen nicht. Die schaffen es nicht. Und warum? Weil die einen bei Einschulung schon 4-mal so viel Training haben wie die anderen. Und damit ist alles schon passiert. Weswegen es so wichtig ist, dass in den vorschulischen Bildungseinrichtungen also die Landessprache gesprochen wird. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären zur Einschulung nach China in die Schule gekommen. Da wäre Ihre Bildungsbiografie nicht so verlaufen, wie sie jetzt verlaufen ist. Das muss man sich nur mal selber vorstellen. Man kommt in eine Schule, alle machen mit, und man selber blickt gar nichts, weil man nicht die Sprache kann. Es ist verheerend. Ja. Und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dann ist wichtig, wie wichtig am Anfang alles ist. Und das brauche ich in Luxemburg nicht sagen. Zweisprachigkeit trainiert Ihr Hirn wirklich weiter auf. Und Sie kommen deswegen höher ein bisschen. Denn wichtig ist ja nur die gelbe Kurve. Sie wollen so hoch wie möglich. Ja. Denn der Witz ist eben auch,
Nur damit Sie mal sehen, das ist nicht von mir, diese Kurve. Ich habe die zwar hingemalt, aber die gibt es überall. Das ist The Mental Wealth of Nations. Ich finde das ein bisschen blöd, weil es geht nicht um mentales Kapital. Aber man redet halt, also Ökonomen reden so. Die sprechen auch von Bildungskapital oder Human Capital. Also als wären wir Geld. Also Menschen sind kein Geld. Es tut mir leid. Also als Arzt sehe ich das so. Ja, wir sind Menschen. Und Geld ist abgeleitet von uns Menschen, aber nicht umgekehrt. Aber Wirtschaftler sehen es andersrum. Da kann ich aber nichts für. Aber deswegen steht es halt hier so. Aber wenn die dann malen, das ist also wie gesagt Nature 2008 schon, was bringt denn was? Ja? Und was ist schlecht? Also wenn die Eltern rauchen, nicht gut essen oder was falsch oder zu wenig essen oder Alkohol trinken, ist es nicht gut. Dann kann man zeigen, wie die Hirnentwicklung leidet. Und Good Parenting, Early Home Environments, geht rauf. Gute Bildungseinrichtung geht rauf. Ja, also man weiß, was dem Kind gut tut und was ihm nicht gut tut. Ja. Und hier sehen Sie es nochmal. Education. Wussten Sie, wie können Sie denn, also die Kurve geht ja so. Ja? Das heißt, hier geht es auch wieder abwärts. Wie nennt man das? Herab mit dem Geist. Demenz. Und zwar gibt es jetzt Alzheimer-Demenz, das ist die häufigste. Die zweithäufigste schon ist Multi-Infarkt-Demenz. Lauter kleine Schlaganfälle, da geht die Hirn auch kaputt. Wenn es große sind, dann gehen einzelne Module kaputt und dann geht eben Bestimmtes nicht mehr. Manches halbwegs noch, manches noch ganz gut. Aber wenn immer wieder irgendwas Kleines kaputt geht, dann geht so tröpfchenförmig die geistige Leistungsfähigkeit runter. Aber, und das wird oft vergessen, für jeden Abstieg gilt, und das muss ich in Luxemburg nicht erzählen, wo ihre Hauptstadt ja lauter Berge hat. Für jeden Abstieg gilt, je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Das ist so banal, dass man nicht daran denkt. Aber bei der Demenz ist es halt so. Wussten Sie, was ist denn der beste protektive Faktor vor Demenz? Und zwar egal welcher, auch Multi-Infarkt-Demenz, also auch der Schlaganfall-Demenz. Was ist der beste protektive Faktor? Brokkoli essen? Nein, es wirkt ein bisschen. Heidelbeeren essen? Ein bisschen. Tanzen, lachen, bisschen. Also unter 1% Wirkung. Der größte Faktor, Schutzfaktor vor Demenz im Alter, und daran sehen Sie, wie wichtig das ist, was ich Ihnen jetzt alles klar gemacht habe, ist die in Kindheit, Jugend und frühem Erwachsenenalter erreichte Bildung eines Menschen. Je höher Ihr Bildungsstand, je höher Sie sind, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. Das ist so. Also in der Schule machen Sie Demenzprophylaxe, das ist ganz klar zu sagen. Ja. Da sehen Sie auch schon, da muss ein bisschen ganzheitlicher denken. Ja. Da ist Bildung und da ist Gesundheit und wir tun so, als seien das ganz verschiedene Sachen. Nein, Sie machen in der Schule Demenzprophylaxe. Und was Sie da an Prophylaxe machen, das können Sie mit Maßnahmen in der Gesundheit später nie mehr aufholen, wenn Sie es da am Anfang richtig gemacht haben. Das kann man berechnen. Das kann man machen, das ist leicht. Ja. Wenn es runtergeht, sieht es dann so aus. Man nennt es kognitive Reserve und wenn die eben weiter oben ist, dann kann viel runtergehen und es tut immer noch. Und wenn Sie so ein Impairment Threshold annehmen, da ist es halt wichtig, dass Sie von ganz oben kommen und dann kann es sein, Sie kriegen Ihre Demenz mit 150 und dann sind Sie halt schon vorher an was anderem gestorben. Ja. Es ist Ihnen klar, warum ich ein Buch geschrieben habe, Digitale Demenz, schon vor fast 10 Jahren. Weil wir wissen, das wissen wir, das rede ich jetzt nicht, aber wir wissen, dass tatsächlich digitale Medien Bildungsprozessen schaden. Das wissen wir, also ganz deutlich schaden. Das wissen wir. Und wenn das so ist, dann folgt der Rest. Ja, wenn Sie für weniger Bildung in Kindheit und Jugend sorgen, dann gibt es später mehr Demenz. Das ist alles, was ich damals gesagt habe. Bekam viel Prügel. Wie kannst du sowas sagen? Wir bräuchten doch eine Studie, 1000 Babys mit und ohne iPad und dann warten, bis sie 80 sind und dann testen und dann kann man doch erst was sagen. Nein, wenn ich weiß, dass digitale Medien der Bildung schaden und die Bildung der wichtigste protektive Faktor für Demenz ist, dann brauche ich nur 4 zusammenzählen. Nebenbei, es gibt keine einzige Studie mit Babys, wo man dann Lebtag gewartet hat und Tote gezählt hat zum Rauchen. Die wäre unethisch gewesen, wenn man die gemacht hätte, weil wir wussten ja schon, dass Rauchen schädlich ist. Ja. Und in Deutschland war es 50 Jahre lang so, dass eine Lobby dafür gesorgt hat, dass wir 140.000 Tote pro Jahr hatten. Ein voller Jumbo pro Tag, 140.000 pro Jahr, mal 50, 7 Millionen Tote hat die Raucherlobby in Deutschland bewirkt. Die Digitallobby, gegen die ist die Raucherlobby so klein mit Hut. Und der Effekt der Digitallobby, was gerade kaputt geht, ist entsprechend so klein, so groß gegenüber dem Effekt der Raucherlobby. Das
Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Wenn Sie es nicht glauben, das können Sie bei mir und überall in der medizinischen Fachliteratur nachlesen. Das sage nicht ich. Das steht im Lancet, im New England Journal of Medicine, in Science und Nature. Deswegen habe ich das Bild gemalt. So, jetzt bin ich mit meinem Vorwort endlich fertig. Denn jetzt haben Sie so einen groben Eindruck, wie Ihr Hirn funktioniert. Ja? Und ich will Ihnen das nur mal ganz kurz zeigen. Sie haben gelernt. Schauen Sie mal, sieht jeder die Kuh? Wer sieht die Kuh? Hand hoch? Immer ein paar. Ne? Jetzt zeige ich Ihnen, das ist die Kuh. Ne? Und versuchen Sie mal jetzt die Kuh nicht zu sehen. Sagen Sie, das geht nicht. Ich habe sie jetzt gebildet. Ich habe jetzt Ihre Kuhneuronen neu aufgefrischt. Und jetzt ist das klar. Ja? Hier kennen Sie alle Müller-Lühr-Täuschung. Der eine sieht kürzer aus als der andere. Warum? Weil wir in solchen Räumen leben und immer diese Linien perspektivisch sehen. Und deswegen ist der Strich da länger als der, obwohl die gleich lang sind. Aber wenn ich die roten wegmache, ist es klar, dass der da länger ist als der, obwohl die sind genau gleich lang. Alle Menschen unterliegen der Täuschung, es sei denn, sie wohnen so. Warum? Weil sie da nicht gelernt haben, wie Ecken und Kanten vorne und hinten zu bewerten sind. Man hat tatsächlich diese Täuschung kulturübergreifend untersucht und gefunden, wer so lebt, der hat die nicht. Es ist jetzt gut, sieht er sozusagen besser oder schlechter? Naja, also wenn er in Schuhkartons rumläuft, wird er sich öfter die Nase anrennen als wir, weil er eben die Tiefe nicht so beurteilen kann. Ja. Es gibt sogar kreuzmodale Verrücktheiten. Das sind zwei Sachen. Der eine heißt Bubu und der andere Kiki. Wer glaubt, dass der hier Kiki und der Bubu heißt? Hand hoch. Das ist immer so. Das ist immer so. Jetzt könnte ich Sie fragen, warum meinen Sie denn das? Und dann würden Sie nach einer Weile Überlegung mir eine Antwort geben und die ist falsch. Denn die Antwort, die man dann oft gibt, ist, ja, denn rund. Und das klingt doch so wie Bubu. Spitz, das klingt so wie Kiki. Falsch. Warum? Weil es gibt 6.500 Sprachen auf der Welt und rund heißt nicht überall rund und spitz nicht überall spitz. Aber das ist überall Bubu und das ist überall Kiki. Warum? Weil die Physik der Körper weltweit die gleiche ist. Und wenn Sie den aus Sperrholz aussägen und Sie hauen drauf, dann macht der Bumm und der macht irgendwie Kick. Und das wissen Sie. Das ist Ihr physikalisches Weltbild, das schleppen Sie immer mit, ob Sie wollen oder nicht. Und genau deswegen funktioniert das so gut. Ich bin eigentlich fast fertig, denn der Rest folgt. Ja. Wir sind soziale Wesen und wir müssen uns erstmal darüber unterhalten, ganz kurz, dass Einsamkeit und soziale Isolation zwei verschiedene Sachen sind. Denn es gibt Menschen, die fühlen sich einsam, vor allem Depressionskranke, die sind dauernd immer einsam, obwohl sie in der Menge baden können. Suizidgipfel ist, in welchem Monat? Mai. Warum? Mai bringen sich die meisten Leute mit Abstand um. Warum? Da ist der Unterschied zwischen, wie es allen geht und wie es draußen ist und wie es innen drin aussieht, am größten. Ganz einfach. Und wenn alle miteinander sind und ich habe so das Gefühl, ich bin da gar nicht dabei und ich kann da nicht mitleben und mitschwingen, dann erlebt jemand Einsamkeit. Weswegen Depressive so oft Einsamkeitsgefühle erleben. Und immer, wenn einer einsam ist, Differentialdiagnose ist immer depressives Geschehen. Nicht jeder Einsame ist depressiv, aber die Depressiven sind praktisch alle einsam. Und das ist eben nicht das Gleiche wie soziale Isolation, weil es gibt Menschen, die leben allein oder weitgehend allein, finden das aber okay. Ja? Ältere Menschen haben oft objektiv, also aus der Sicht von jüngeren Menschen, wenig Sozialkontakte. Einmal die Woche Kaffeekränzchen, dann geht man noch dahin und trifft sich dort und dann noch da. Und das sind so 4, 5, die funktionieren aber. Und bei Corona haben die auch funktioniert. Und ältere Menschen haben sowieso schon viel durchgemacht. Jetzt haben wir Corona, kommen wir auch mit klar, irgendwie. Nimmt man das Telefon und dann ist man schon nicht mehr einsam. Ja. Denn es ging eigentlich gar nicht, wie es lange leider anfangs hieß, um die soziale Isolation. Es ging um Distant Socializing, wie ein amerikanischer Soziologe schon im April 2020 gesagt hat. Not social isolation, but distant socializing. Also ich muss sozial in Beziehung bleiben, aber eben auf Distanz, damit ich nicht mich anstecke. Ja. Das ist wichtig, der Überlapp zwischen, man kann beides abfragen und dann hat man einen 20% Überlapp, nicht mehr. Das ist interessant. Ja? Also das überlappt natürlich und wenn jemand immer isolierter ist, dann wird er auch immer einsamer, klar, aber es überlappt eben nur und es ist nicht identisch. So kann nebenbei Einsamkeit auch ansteckend sein.
Denn, wer angesteckt ist, kommt auf die Isolierstation. Aber Einsamkeit ist eben nicht das Gleiche wie soziale Isolation. Deswegen hat man im Jahr 2009 erstmals in einer großen Studie herausgefunden, dass wenn Sie einsam sind, dann hat Ihr Freund 4 Jahre später 50% Chance, auch einsam zu sein, weil Sie den anstecken. Und der Freund von dem 25% und der Freund von dem 15%. Das ist immer noch signifikant. Und der vierte dann nimmer. Große Studie, ganz klar gezeigt. Jetzt kann man sich fragen, kennen wir das oder haben wir das? Das ist doch komisch, ja? Einsamkeit ist ansteckend. Das wird aber nicht dran denken. Ne? Warum ist es ansteckend? Ganz simpel. Wir alle kennen Menschen, die ziehen mich runter, oder? Und wer dafür besonders empfindlich ist, der muss sich vor denen hüten. Das ist ganz einfach. Das hört sich brutal an, aber es ist so. So wie der Nierentransplantierte, wenn eine Grippewelle ist, kein Bus fährt, weil der weiß, ich stecke mich leicht an und wenn ich mit meinem eingeschränkten Immunsystem die Grippe kriege, da kann ich schnell dran sterben. Also fährt der kein Bus, wenn Grippewelle ist, ja, um sich nicht zu infizieren. Und wenn jemand weiß, ich bin besonders sensibel, dann soll der sich nicht mit lauter Menschen umgeben, die dauernd Einsamkeit fühlen, weil dann wird das auch. Das kann man ganz klar sagen. Klingt brutal, aber es ist nun mal so. Einsamkeit tut weh. Das war vielleicht die wichtigste Entdeckung zur Einsamkeit aus den letzten 50 Jahren. Manchmal denkt man, ging es Ihnen auch so? Irgendwie, die Story, Bauarbeiter springt irgendwo runter, so sah der Schuh aus, schreit wie am Spieß, kommt in die Notaufnahme, da wird dann der Schuh natürlich nicht ausgezogen, sondern fein säuberlich entfernt. Und der Nagel ging genau zwischen Großzeh und nächstem Zeh durch und er hatte gar nichts. Schmerzen können auch hier gemacht werden, nicht unbedingt nur da. Das folgt daraus zwingend. Ja. Und weitere Forschungen, das ist eine ganz bekannte medizinische Geschichte, aber weitere Forschungen haben gezeigt sogar, wo hier, denn wir können ja im Hirn mittlerweile scannen und machen. Sie machen jemandem Schmerzen im Scanner, tun ein bisschen weh, also mit Wärme, 47 Grad tut schon weh, 49 Grad tut richtig weh. Und dann gucken Sie das Hirn an und dann sehen Sie ein Netzwerk. Sie sehen da oben, das ist die Hand, hier ist was los. Aber in viel Schmerzen und wenig Schmerzen fast gleich aktiv. In der Mitte, also da, wo die sich schneiden, in der Mitte ist ein Stückchen Hirn, das sehen Sie hier. Das ist, wenn es unpleasantness low, ein bisschen an, unpleasantness high, also tut arg weh, stark an. Und Sie sehen hier also das Schmerznetzwerk. Der eine sagt uns, wo es weh tut, und der andere sagt uns, wie stark es weh tut. Das ist nebenbei, so arbeitet unser Hirn. Ganz oft haben wir Module, die machen verschiedene Aspekte eines einheitlichen Erlebens. Aber der eine macht das und der andere macht das. Und zusammen produzieren sie das Erleben. Das ist in den letzten 20 Jahren gibt es x Beispiele, dass man das immer wieder rausgekriegt hat. Ich will nur sagen, da gibt es also ein Areal, dessen Aktivierung mit der Menge an Schmerzen zusammenhängt. Nicht da, wo sie sind. Jetzt hat man eine Untersuchung gemacht im Jahr 2003, in kalifornische Psychologen, die haben gesagt, wir machen mal Ballspielen im Scanner und untersuchen Ballspielen. Weil 3 nicht reinpassen, müssen wir virtuell mit Joystick und Bildschirm Ball spielen. Und dann lernen die erstmal zu dritt, sich den Ball zuzuwerfen mit Joystick und Bildschirm. Dann sagt man so, jetzt geht einer in die Röhre und wir gucken, was beim Ballspielen im Kopf passiert. Dann sagt man, wir haben gerade Verbindungsprobleme, wir fangen schon mal an. Dann liegt er drin, sieht, wie die anderen sich den Ball zuwerfen und kann nicht mitspielen. Dann plötzlich wirft einer dem den Ball zu und die spielen zu dritt Ball. Die ganze Zeit läuft der Scanner. Und dann plötzlich spielen beide anderen dem den Ball nicht mehr zu. Das heißt, was sie jetzt produzieren im Scanner ist akute Vereinsamung. Die haben den aus ihrer Gruppe rausgeschmissen. Und der erlebt es jetzt. Und eigentlich hat den Ball ein Computer hin und her geschoben im ersten Drittel und im letzten Drittel auch. Und es war der gleiche Ball und der gleiche Computer, alles war gleich. Aber es kommt im dritten Drittel der Gedanke hinzu, die lassen mich nicht mitspielen. Das war die Studie. Und wissen Sie, wo im Gehirn mehr los ist, wenn die Gruppe sie rausschmeißt? Da. So schnell werden Sie Hirnexperte. Ich erlebe es oft in den letzten 20 Jahren. Ach, Herr Spitzer, Sie mit Ihren roten und blauen Flecken im Hirn. Also ob ich jetzt da einsam bin oder da ist mir doch scheißegal. Entschuldigung. Ja, es ist so lange egal, wenn Sie nur eine einzige Untersuchung gemacht haben. Aber zu dem Areal gab es vor 10 Jahren schon 1400. Gab es wirklich eine Meta-Analyse von 1400 Untersuchungen mit Bildgebung zu diesem Areal. Und
Und da kam halt raus, das Ding ist für Schmerzen zuständig, das Ding ist für Aufmerksamkeitsprozesse zuständig, es ist für Fehler zuständig. Wenn Sie Fehler machen, oh, wir haben einen Fehler gemacht, geht das Ding auch an. Ja. Und es ist tatsächlich für Einsamkeit zuständig. Das hier ist die Aktivität in dem Ding und das ist, man hat hinterher gefragt, wie fanden die das Experiment? Manchmal, ich habe mich richtig geärgert, dass ich nicht mehr mitspielen konnte. Und gesagt, war es halt langweilig hinterher. Ne? Und das ist also das Ausmaß der sozialen Verärgerung und das ist die Aktivität in diesem Ding, das ich Ihnen gezeigt habe. Und Sie sehen eine ganz klare Korrelation von 0,88, das ist extrem hoch. Ja. Weitere Forschungen haben dann, hat das dann eine Explosion von Forschung ausgelöst. Nämlich es wurde dann klar, ja, wenn unser Einsamkeitszentrum auch unser Schmerzzentrum ist. Nebenbei, warum ist es so? Ja, weil die Evolution immer, wir waren ja früher nicht soziale Primaten, dann haben wir uns zu einem unglaublich sozialen Wesen entwickelt und hatten schon ein Schmerzzentrum und die Evolution nimmt immer was schon da ist und macht was Neues draus. Aus unserem Schmerzzentrum wurde auch noch unser Einsamkeitszentrum, weil Schmerzen sind ja nicht zum Spaß da, Hand auf die heiße Herdplatte, ouch, wenn Sie da nichts machen, ist Ihr Hand kaputt. Das heißt, Schmerzen sorgen für Schmerzverhalten. Sie wollen die Schmerzen reduzieren und damit sorgen Schmerzen für die Integrität Ihres Körpers. Es gibt Leute, die haben keine Schmerzen, die sind mit 30 alle tot. Also das ist keine Krankheit, die man gerne hätte. Warum? Wenn man keine Schmerzen hat, geht irgendwas kaputt, man kriegt nichts mit und es geht weiter kaputt. Und dann war es das. Schmerzen sind also ganz wichtig für uns, lebenswichtig, überlebenswichtig. Und wenn Sie ein soziales Wesen sind, die Integrität Ihrer Gruppe auch. Wenn die Sie nämlich rauskickt vor 100.000 Jahren, waren Sie schon tot. Müssen Sie mal überlegen. Sie alleine, keine Chance. Ja? Deswegen wurde aus dem Schmerzzentrum das Schmerz- und Einsamkeitszentrum oder Verlassenwerdenzentrum. Und daraus folgt zum Beispiel, dass gehen Sie mal durch Krankenhäuser und schauen Sie sich die Bilder auf den Nachtkästel an. Auf dem Nachtkästel ist immer das Gleiche, ein Blumenstrauß, ein paar Kekse, dahinter versteckt ein Piccolo und ein Bild. Immer das, auf jedem Nachtkästel ist wirklich das Gleiche, Buch vielleicht noch, bei nicht vielen, aber manchmal. Was ist auf dem Bild? Immer das Gleiche, nämlich die Familie oder der Partner oder beides. Immer. Warum? Wenn Sie Schmerzen haben und werden an Ihre sozialen Strukturen, die funktionieren, erinnert, geht Ihr Schmerzzentrum runter. Und damit haben Sie weniger Schmerzen. Das können Sie im Scanner machen. Ich tue Ihnen weh, zeige Ihnen ein Bild von einer Kaffeetasse, von einem Fremden oder von Ihrem Partner. Und wenn ich ein Bild von Ihrem Partner zeige, tut es nicht so weh, kann man messen. Und die Aktivität im Schmerzzentrum, diesem Ding, was ich Ihnen gezeigt habe, geht runter. Kann man messen. Mit einem Bild von Ihrem Partner. Das ist, also was die Patienten mit einem Bild machen, ist aktive Schmerztherapie. Wirklich so. Und früher haben wir bei die Klinikern mit Depression und Einsamkeit immer, ganz viele von denen machen ein Schmerzmittel ab Usus. Und wir haben gedacht, so ein Blödsinn hilft doch nicht so. Weg mit dem Zeug. Heute wissen wir, das machen wir nicht mehr. Weil die machen ja eine aktive und auch eine Therapie, die funktioniert. Denn es gibt tatsächlich Einsamkeit im Scanner mit dem Ballspiel und Placebo kontrolliert Paracetamol oder nicht. Und Paracetamol wirkt tatsächlich gegen Einsamkeit. Benuron, das können Sie frei kaufen. Wirkt gegen Einsamkeit. Da gibt es 2 doppelblinde, kontrollierte Studien dazu. Und Sie können sogar am Scanner gucken, geht das Einsamkeitsschmerzzentrum runter. Nochmal, Placebo kontrolliert. Ist deswegen, sage ich, also wenn Ihr Partner Sie verlässt, werfen Sie ein Aspirinchen ein, alles gut? Nein. Nein. Es gibt was Besseres für all diese Dinge. Sie müssen vor allem reden, wenn Sie depressiv sind, Antidepressivum nehmen. Schmerzmittel können selber Schmerzen machen abhängig, keine gute Idee. Aber ich würde nie mehr Knall auf Fall was absetzen, was wirkt. Heute machen wir es in meiner Klinik so, es wird langsam ausgeschlichen, Antidepressiva eingeschlichen und dann fällt der nicht in das Loch, was früher immer passiert ist. Also es hatte durchaus eine klinische Implikation, nicht die einfache, die man so denken könnte, aber es hatte durchaus. Und dazu gibt es tatsächlich Bilder, blau ist Abnahme, wenn also jemand, den man Schmerzen macht, scannt und dann ein Bild zeigt, wieder scannt, geht das blaue Ding runter. Das ist genau das, was Sie eben rot gesehen haben. Ja? Paracetamol heißt auf Englisch Acetaminophen, hilft gegen soziale Schmerzen, also gegen Einsamkeit. Das war die Doppelblindstudie. Man darf über alles reden, nicht über eine Stunde. Und da bin ich schon gerade wieder dabei. Ich will Ihnen nur klar machen, dass wir mit diesen Aspekten, und wir können, was man auch noch zeigen kann, ist, dass Einsamkeit Stress macht. Stress im Notfall Leben rettet, aber im chronischen Fall uns umbringt, weil er macht einen Hypertonus und damit das, was Sie beschäftigt, macht auch einen Diabetes, wieder das, was Sie beschäftigt, macht auch Übergewicht, nochmal, was Sie beschäftigt. Er macht aber auch
Wachstumsstörungen. Und wenn sie ausgewachsen sind, heißt es Knochenschwund. Und das heißt, wenn sie umfallen mit 70, ein Hüftkopfbruch. Und das ist oft das Todesurteil, weil sie eine Lungenembolie kriegen im Laufe der Genesung. Macht aber auch reduzierte Immunabwehr, chronischer Stress. Und genau deswegen kriegen sie Infektionskrankheiten, einschließlich Corona. Dazu gibt es Daten. Ja. Und sie kriegen eben auch Krebs. In ihrem Körper entstehen dauernd Krebszellen. Ihr Immunsystem kümmert sich darum. Wenn sie es runterregeln mit chronischem Stress, nicht. Weswegen dann Krebs entstehen kann. Lungenentzündung, also andere mögliche Infektionen sowieso. Das ist wichtig zu wissen. Ja. Deswegen ist Einsamkeit, das ist mein letztes wichtiges Ding, ist der Mortalitätsfaktor Nummer 1. Also wenn Sie so ein Experiment machen, könnten wir jetzt machen, ich gebe jetzt einen Zettel rum und Sie schreiben alle Ihren Namen drauf und dann kreuzen Sie an, rauche, trinke, bin zu dick, habe einen hohen Blutdruck, schlechte Luft zu atmen, was war es noch, fühle mich einsam. Und dann treffen wir uns in 20 Jahren alle wieder und holen die Zettel raus. Und dann stellen wir fest, es sind ein paar nicht mehr da, weil die verstorben sind. Und jetzt gucken wir auf die Zettel und gucken nach, was haben die angekreuzt, die verstorben sind. Da waren 2 zu dick, 3 haben zu viel getrunken, 1 hat schlechte Luft geatmet, 5 hatten einen hohen Blutdruck, auch 5 hatten Übergewicht, 6 haben geraucht und 19 waren einsam. Etwa so sind die Daten tatsächlich. Das wurde 2010 erstmals publiziert an 308.000 Probanden, also Teilnehmern. Einsamkeit ist der stärkste Mortalitätsfaktor, also der stärkste Faktor, der sie umbringt, verglichen mit allen anderen. Also auch verglichen mit Diabetes, mit Bluthochdruck, mit Rauchen. Einsamkeit ist schlimmer. Was macht die Wissenschaft, wenn sie sowas Verrücktes findet? Das hat uns alle umgehauen. Ja? Also sie macht es nochmal. 2015 3,5 Millionen Leute, also mehr als 10-mal so viel, genau das gleiche Ergebnis. Einsamkeit, Killer Nummer 1. Ja. Wir wissen warum. Denn sie haben nicht einen Risikofaktor mehr, wie Bluthochdruck oder Diabetes oder Übergewicht. Nee, sie haben sie ja alle. Weil chronischer Stress lauter krankheitmachende Faktoren bewirkt. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir das bedenken, dass wir auch überlegen, was kann man denn tun. Und genauso wie Sie gegen Demenz im Kinder- und Jugendalter angehen können, können Sie es gegen Einsamkeit auch. Denn wenn Sie den Kindern was beibringen, banales Beispiel, Fußball oder Geige spielen, dann finden die, egal wo sie es hin verschlägt, immer Anschluss. Warum? Weil wenn sie was können, dann ist die Gruppe, die das auch kann, dann freut die sich, wenn sie mitmachen. Es klingt schöner und sie gewinnen öfters. Ja, aber klar. Man muss nur irgendwas können und es ist wichtig, dass man unseren Kindern, kann auch Theaterspielen sein oder eine dritte Sprache, dann wird man immer gebraucht. Und wenn man nichts kann, dann wird man früher dement und früher einsam. Wir können also mit unserem Bildungssystem dafür sorgen, dass wir die Kinder vor den wichtigen Dingen, die sie im Alter ereilen können, schützen. Und wir können uns natürlich selber auch kümmern. Noch ein Tipp. Wenn Sie einem Einsamen sagen, geh doch mal unter Leute, das ist das Dümmste, was Sie machen können. Also Ratschläge sind immer ganz schlecht. Klopfen Sie mal einem Rollstuhlfahrer auf die Schulter und sagen, ja, steh doch mal auf. Ja, Sie lachen. Dann haben Sie dem nur gezeigt, Sie haben gar keine Ahnung, was mit dem ist. Denn er kann ja nicht, sonst würde er es ja gern. Und dem Einsamen geht es ja genauso. Der wird ja nichts lieber machen, als rausgehen und mit anderen fröhlich sein. Er kann es aber nicht. Also das ist das Erste, was man wissen muss, damit man eben nicht alles falsch macht. Und dann kann man überlegen, was kann man denn tun? Und die Engländer haben mittlerweile einen Minister für Einsamkeit. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen, aber ich glaube, das Problem kann man in verschiedenen Dingen, in verschiedenen Kontexten behandeln. Also mit behandeln meine ich, man kann tatsächlich den Ärzten erlauben, auch einen Kochkurs zu verschreiben und nicht nur ein Medikament. Das machen die Engländer gerade. Und der Postbote ist angehalten, wenn einer eine Woche lang nicht den Brief aus dem Kasten geholt hat, mal zu klingeln und fragen, wie geht's denn? Der Postbote. Das probieren die gerade an mehreren Zentren aus, evaluieren es bis 2023 und dann gucken sie nach, was wirkt und was nicht. Und das wird dann UK-wide durchgeführt. Sind die gerade dran? Ja, das haben Sie ja, 2018 kam das ja raus, das haben Sie alle sicher mitbekommen. Wir haben eine Menge über das Hirn gelernt, gerade in den letzten 20 Jahren. Es gibt Leute, die sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir so viel gelernt wie in der gesamten Zeit vorher. Also wie in den 1000 Jahren Gehirnforschung bis zur Jahrtausendwende. Kann man so sehen, glaube ich auch. Aber ist es schon eingesunken?
ist uns eigentlich schon klar, dass was die Kinder heute 10 Stunden am Tag machen, das ist nicht unwichtig, sondern das macht aus denen was. Und wir sollten uns überlegen, ob das Richtige ist, was daraus wird, wenn wir die so machen lassen. Ich kann es auch noch knallharter sagen, ist es wirklich richtig, dass wir den reichsten Firmen der Welt, Apple, Google, Amazon, Microsoft und Facebook, die Freizeitgestaltung von 10 Stunden Freizeit pro Tag erlauben und uns nicht darum kümmern, was da passiert? Nee. Und das Ganze aus Profit streben? Nee. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Wenn es Fragen gibt, gern. Vielen Dank. Ich, wenn danach, du hast dich schon präpariert, tipptopp. Trau dir ruhig, lass den Moment, wenn du eine frohe Stelle willst. Ja, Monsieur, komm, oder Monsieur, komm. Ja, ich habe eine kleine Frage zu den Drogen, die die Amerikaner nehmen zum Lernen. Ich empfehle das nicht. Nee, aber tatsächlich ist, ja genau, das ist halt der Punkt. Also ich denke, dass es nicht ganz so einfach ist, mit einer Substanz das Gehirn zu beeinflussen und auf der anderen Seite natürlich die ethischen Probleme, die ein solches Doping fürs Gehirn mit sich bringt und dass das sicherlich, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch nicht erwünscht ist, weil jede Art von Doping ja nicht unbedingt gewünscht ist. Ja, wobei die Grenze ist fließend. Wir trinken alle Kaffee. Jeder macht sein Doping frühmorgens. Ja? Und die häufigste Ursache von Kopfschmerzen ist entweder Koffeinentzug, wenn Sie ihn mal vergessen haben, oder eine Tasse zu viel getrunken haben. Das ist Koffeinintoxikation. Das wissen wir ja. Also, ich würde aber da behaupten, die Migräne. Ja, also es ist tatsächlich so, ich denke mir, junge Menschen, die sind zum Lernen ja sowieso schon gemacht. Ja? Deswegen ist die Kurve ja noch längst nicht unten. Und deswegen, da gibt es also an diesem wundervollen menschlichen Körper und Gehirn noch was verbessern zu wollen, ist schon ziemlich vermessen. Wenn es gesund ist, sollen wir froh sein, dass es gesund ist. Und dann kann man auch, ich glaube, nicht viel verbessern. Was wir da gefunden haben, ist ein kleiner Tick in die richtige Richtung durch diese Substanz. Was andere gefunden haben, Nervenzellen nachwachsen, das geht ja viel auch kaputt. Deswegen ist es wirklich gut und wäre wichtig. Und was ich damit nur sagen wollte, ist, dass es in dem Verständnis dieser Prozesse, ist die Grundlagenforschung tatsächlich weiter als die klinische Forschung. Und da wäre aus meiner Sicht tatsächlich Bedarf, denn es sind ja so viele Betroffene. Und auch ein kleiner Effekt, man kann sagen, 10% ist doch gar nichts. Also gerade mal im Bildungsbereich kann man sagen, so viel mal 1 Million von Schülern, es ist ein irrer Effekt. Ja? Also wenn man kleine Effekte mit ganz viel multipliziert, dann kommt auch viel bei raus. Deswegen, wenn wir alle Reha-Maßnahmen, ich sage mal um 5%, also in die richtige Richtung ändern würden mit einem Medikament, was ansonsten relativ wenig Nebenwirkungen hat, dann würden wir das anwenden. Aber es gibt, die andere Antwort ist, das Zeug der Patentschutz ist lange abgelaufen, kein Mensch interessiert es, weil Geld ist nicht zu verdienen. Und eine Studie, die man machen müsste, um das rauszukriegen, die kostet richtig Geld. Deswegen passiert es nicht. Ja. Eine kleine Studie an ein paar Studenten, das können wir machen, ja. 30 oder so, ja. Aber nicht 3000, um Nebenwirkungen, Risiken und Wirkungen gegeneinander abzuwägen, was man machen müsste. Ja. Aus dem, was Sie gesagt haben von der Plastizität des Gehirns und dem Lernen lebenslang, wenn man einen Hirnschlag hat, hat man also wesentlich mehr Chancen, eine gute Reha zu haben, wenn man gebildet ist, als wenn man ungebildet ist. Ja, das folgt direkt und das kommt auch raus, wenn man es untersucht. Ja? Also wir wissen ja zum Beispiel, dass die Muttersprache, wenn da noch 2 und 3 Sprachen drauf sind, dann ist tatsächlich die Leistungsfähigkeit höher und die kognitive Reserve, die ist also größer. Ja, diese Schwelle, die Sie erstmal runter müssen, bevor Sie was merken, ja, und andere was merken. Und
Was wir auch wissen ist, dass die erste Sprache, die ist oft sogar ein bisschen verdeckt von der zweiten. Wenn die zweite dann weg ist, dann kommt die erste wieder eher durch. Denken Sie nochmal an das Fußballfeld mit dem Schnee. Die ersten Spuren, die da entstehen, ja, es kommt ja immer wieder Schnee drauf, dann gibt es wieder Spuren, wieder Schnee drauf, wieder Spuren und die werden zum Teil anders sein. Ja? Jetzt ist es Frühjahr und es schmilzt weg. Was bleibt am Ende übrig? Die allerersten Spuren. Das ist auch so. Also wenn Sie Demenzprozesse sich angucken, da geht viel kaputt. Und was bleibt übrig? Die frühe Kindheit. Ja. Also das kann man gut nachvollziehen mit diesen, ich sage ja, simplen Modellen, aber die gibt es halt normal und die sind auch sinnvoll. Ja. Ja, noch Fragen? Bitte. Trau dir schrouisch von der frohs, Gi du kein Arm an der Lut? Ah, hi 4. Alle hopp, voilà. Das ist ein gutes Motto. Es gibt ja bei den Chinesen, die machen sich ja sehr viele Gedanken über die Ausbildung der Kinder. Und ich glaube schon, dass die jetzt eingeführt haben, eben den digitalen Zugang sehr präzise zu kontrollieren. Und da gibt es verschiedene Gegenden in China, wo sie sagen, 1 Stunde, 2 Stunden, danach ist es vorbei, was dann genau in die Richtung geht, was wir jetzt besprochen haben. Und die zweite Sache in China, wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es jetzt so eine Bewegung unter jungen Menschen, die diesen Ausbildungsdruck, der auch von den Kindern in China verlangt wird, nicht mehr aushalten. Und da gibt es so eine Bewegung, wo die stundenlang im Bett liegen und keine Lust mehr haben, aufzustehen. Habe ich gehört, ich habe da keine Statistiken, China redet ja nicht sehr viel, aber die machen, glaube ich, hier auf so einer Menschenebene so Experimente, die vielleicht für die Menschheit nicht uninteressant sein können. Meine Frage ist, wissen Sie, was da so in China läuft mit den Kindern und was machen Sie da so für Experimente in China? Ja. Also was in China läuft, weiß ich glücklicherweise tatsächlich ganz gut, weil immer wenn da was kommt und es kommt manchmal so spärlich irgendwo was, habe ich eine chinesische Mitarbeiterin und dann frage ich die und dann schickt die mir die Regierungsmitteilung auf Chinesisch und übersetzt sie auch noch gleich. Und was ich weiß, zum Beispiel ist Folgendes, in Wuhan gab es ja den Lockdown am Anfang. Und es gab auch zufällig eine Studie eines Augenarztes, der hat jedes Jahr von 25.000 Kindern von 6 bis 13 Jahren die Augapfellänge gemessen. Man muss jetzt wissen, dass der Augapfel wächst, so lange bis er scharf sieht. Und ein Kinderauge ist zu klein, also muss es wachsen. Und im Augenhintergrund ist ein Mechanismus, wir kennen den mittlerweile, hat ein Deutscher herausgefunden, das ist Biochemie. Und der macht, sobald das Bild scharf ist, hört das Auge auf zu wachsen, was extrem praktisch ist. Blöd ist, wenn Sie immer in die Nähe gucken, da schneiden sich die Strahlen weiter hinten und das Auge wird zu lang. Wie nennt man das? Seit 140 Jahren, da ist der erste deutsche Ophthalmologe in Greifswald darauf gekommen, Schulkurzsichtigkeit. Ja? Der mit der dicken Brille ist der Schlaue, der viel liest, aber hat eben auch eine dicke Brille. Das ist ja sprichwörtlich. Da ist was dran. Weil wenn Sie den ganzen Tag lesen, ja, dann schneiden sich die Strahlen auch weiter hinten und dann werden Sie tatsächlich kurzsichtig und brauchen eine Brille. Nebenbei, das Problem daran ist nicht die Brille. Das Problem daran ist, dass die Verformung des Augapfels ein Risikofaktor für die 4 wichtigsten Ursachen von Erblindung ist. Netzhautablösung, Makuladegeneration, grauer Star und grüner Star. Das heißt, wir reden hier nicht von ein paar Brillen oder ein paar Milliarden Brillen, sondern die Ophthalmologie spricht mittlerweile von einer weltweiten Kurzsichtigkeitspandemie. Das ist kein Witz. So wie sie nebenbei auch von einer Inaktivitätspandemie spricht, die, wenn wir sie reduzieren könnten, ein paar Millionen Tote pro Jahr vermeiden würden. Können Sie googeln, Inactivity Pandemic, Myopia Pandemic. Finden Sie in den besten Medizin-Journals, das ist durch. So, was hat der gefunden in Wuhan, der Ophthalmologe? Der hat gefunden, dass der Augapfel der 6- bis 8-Jährigen unter dem Lockdown 3-mal so schnell gewachsen ist wie normal. Ein Tag später hat die chinesische Regierung Smartphones an allen Schulen verboten. Das ist kein Witz. Also nicht nur, was Sie gesagt haben, dass im Moment für ganz China gilt, dass die Spiele für alle unter 18-Jährigen nur noch 1 Stunde freitags, samstags und sonntags jeweils von abends 8 bis 9 verwendet werden dürfen. Die dürfen nur noch 3 Stunden pro Woche spielen. Unsere spielen 30 Stunden pro Woche und noch mehr. Und wir machen da nichts. Ja.
Ich finde China nicht so toll, also so allgemein. Ja? Und dass da manche auch sagen, wir machen da nicht mehr mit, das gefällt uns nicht, wie wir hier leben müssen. Russland ist ja ähnlich. Also die Russen wird es in 50 Jahren noch halb so viele geben, da gibt es Prognosen, weil die haben alle keine Lust mehr, unter solchen Bedingungen zu leben. Ja? Das ist bei uns, Gott sei Dank, ein bisschen anders. Aber ich denke mir mal, wir sollten diese Dinge ernst nehmen und wir können doch nicht einer Lobby, und nochmal, die 5 Firmen, die ich genannt habe, das ist bekanntermaßen die reichste Lobby der Welt. Ja? Wir können doch nicht zugucken, wie die unsere Kinder gesundheitsmäßig und bildungsmäßig kaputt machen. Und das passiert gerade. Und wir gucken zu. Das als Neurowissenschaftler, wenn man weiß, was im Hirn passiert und dass es zum Teil unwiederbringlich ist, wenn es bis 25 eben passiert oder eben gerade nicht passiert ist, ja, das macht mich ganz kirre. Sie merken ja, ich kann Ihnen das nicht emotionsfrei vortragen. Da bin ich einfach zu viel Mensch dafür. Ja, nein. Nein, ich bin Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie das fragen, weil es ganz wichtig ist. Und es machen nebenbei nicht nur die Chinesen, in Taiwan, in Vietnam und vor allem auch in Südkorea und in Japan denken die Leute ganz heftig darüber nach, dass sie was machen müssen, weil die zugucken, wie ihre Jugend verfällt. Und zwar bildungsmäßig und gesundheitlich. Danke für die Frage. Ja? Noch eine kurze Frage in diesem Zusammenhang mit den Spielen. Was halten Sie von dem freien Verkauf von Cannabis und Cannabinoiden? Gar nichts. Also Sie haben vielleicht gelesen, dass aus meiner Klinik Ulm, wir sind jetzt in allen Journals im Spiegel und in der Zeit und in der Süddeutschen, sind 2 Mitarbeiter von mir, 2 Oberärzte, die haben einfach mal die Daten der letzten Jahre von unserer Uniklinik ausgewertet und wir finden einen massiven Anstieg von Psychosen, die mit massivem Cannabiskonsum kombiniert sind, also einhergehen. Jetzt kann man sagen, ja, die wären schizophren geworden und haben halt auch noch geraucht. Aber wenn man den Anstieg anguckt, den Anstieg des Konsums, dann kann man nicht sagen, wir legalisieren das jetzt und finden das toll, weil wir mehr Steuern dafür kriegen. Deswegen macht man es ja in den USA. Die hoffen auf 50 Milliarden mehr Steuereinnahmen und alle dürfen, oder in vielen Staaten ist es ja schon erlaubt. Also der Konsum auf jeden Fall und auch der Besitz von ein bisschen. Und ich denke mir mal, das ist der falsche Weg. Und dann kommt immer, ja, Alkohol ist doch auch schädlich. Ja, wenn eins schädlich ist, brauche ich nicht nochmal eins. Ne? Also, das ist Unsinn. Genauso wie man kommt, ja, aber mein Kind wird zum Außenseiter, wenn es kein Smartphone hat. Sage ich immer, Ihr Kind soll auch also wenn alle Drogen nehmen, bin ich froh, wenn meine Tochter, die ist jetzt 12, meine Jüngste, Außenseiter ist. Weil ich das nicht will. Ja? Und wenn, meine Tochter war die letzte in der Klasse, die ein Smartphone bekommen hat, jetzt hat sie auch eins zu meinem Leidwesen, aber sie geht hoffentlich vernünftig damit um und sie darf auch nicht viel. Aber der Witz ist, sie war nicht isoliert und sie wurde nicht gemobbt, weil sie kein Smartphone hat, denn sie werden ja mit Smartphone gemobbt und nicht ohne, weil über Smartphone kommt das Mobbing. Und zweitens haben alle anderen mit ihr gesprochen. Sie war der Informationshub der ganzen Klasse, weil alle anderen konnte man ja so erreichen, aber mit ihr musste man sprechen. Und deswegen wurde mit ihr mit allen gesprochen. Und sie war nicht Außenseiter, sondern mittendrin, weil sie kein Smartphone hatte. Und was Sie da täglich in den Zeitungen lesen, ist auch gesponsert von der genannten Lobby. Das geht doch nicht und digital ist die Zukunft und digital ist sowieso alles und es muss digitalisiert werden. Auf Deibel kommt raus, nein, es muss nicht. Und der Kindergarten und die Grundschule schon gar nicht. Und die weiteren Schulen auch nur dann, wenn es wirklich was bringt. Und dazu liegen praktisch keine Daten vor. Dass es viel schadet, dazu schon. Seht sich noch ein, alle hopp, eng froh. Nee? Danach einen ganz großen Applaus für den flotten Vortrag. Schade, dass unser Bildungsminister nicht hier war. Das wäre auch praktisch gewesen. So, iPad aus der Schule raus. Voilà. Boah, ich meine, in vielen Informationen, ich muss mal ein bisschen raufkommen und du hilfst dann Musik. Und ihr wisst, wir haben ein Lied für den Blitz geschrieben von Claudine Muno. Und natürlich hören wir das Lied dann noch. Claudine Muno singt Lied, also sie wird begleitet von Remo Cavallini.
Stehst du immer schon oder redst du noch? Schwätze du schon oder lest du noch? Kreuzfurt, Rätsel an meinem Kopf. Fühlt sich schon, als hätte ich mir den Kopf zerbrach. Für ihre Idee oder ein Pacht zur Leidenschaft. 1000-mal hören mir verstehen ich die Sprache. Mein Schirbel, das sind 1000 Schirbeln. Ich verstehe nur wieder, wie kann ich nur hinten auf der Kirmes. Heiers Plot voll Madal, meine rote Pferde. Schon noch nie gern Scrabble gespielt. Von ihm musste zum Puzzle, wer sich fehlt. An dem Mann steht Bild, aber ob der Kopf. Ich war noch nie Freund von Buchstaben so. Versteh mich nicht falsch, ich bewundere den Geduld. Wenn's du meinst, du weißt, was ich nicht so wollt. Du siehst Gedanken, sie frei, mir mengt sie schwer wie Blei. Sie fallen aus der Hand und wie von hier bis bei dem Mund. Du meinst, so hat Kolumbus auch Amerika gefunden. Nur Indien getascht und dabei Neues entdeckt. Wie langweilig es ist, wenn ihn direkt immer das findet, nur was ist ich. Du vergisst von mir kein Reisbericht, keine Beschreibung von wem in dadaistisch Gedicht. Geht ja einfach, wenn's de Lied schreiben muss. Mit all den Wörtern, die du nicht tust. Das kann ja nicht mehr ein Instrumental gehen. Und zwar ganz lang, weil bis ich auf den Punkt kommen sind, brauche ich viel Urlaub und auch noch eine Pause. Dann hast das Publikum schon heim an den Applaus. Als Moor, wie gut, dass du noch durchstehst. Ich will dir so viel so, mit meinen Gedanken sind heiß, wie du weißt immer, was ich denk. Weil du kennst mich da am längsten, am Labyrinth von meinen Labyrinthen. Brennt du meine Luft, und die Luft, die hältst du und die Luft, die hältst du. An die Luft, die hältst du. Vielmals merci. Claudine Muno zusammen, Mam Remo, Cavallini. Und da bleibt just noch Schlusswort und da die verlosen ist natürlich die Präsidentin von der Blitz SPL, dem Chantal Keller. Vielmals merci. Narika, vielmals merci, all gut, dass ihr heute gekommen sind. Ich will aber ganz besonders verschiedene Organisationen, die heute hier sind, die uns unterstützen, wo wir immer zusammen schaffen, das ist für allem die Organisation von MS. Das ist allein, das ist Parkinson, das ist die Societät von den Kardiologen und auch von den Diabeten, all die sind hier, die uns unterstützen und ich will ihnen auch vielmals merci sagen, dass sie hier sind. Die ganze Organisation, alles das, wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht ein guter Equipe haben wir gestohlen. Und ich will für allem meiner Equipe vielmals merci sagen. Und für allem würde ich der Madame Audrey Speisel, die bei uns
alles mischt, die als einzig angestalten, Madame Ass an dort wie Speitel, sie mischt das Ganze mit mir zusammen und sie das organisiert. Und natürlich die ganzen Komitee handeln drin. Ganz herzlich will ich dem Dr. Spitzer merci sagen für sein wunderschönen, für sein schönes Referat. Das, was Sie zuletzt gehört haben, ist ein Lied über die Aphasie. Wurde geschrieben von Claudine Mouno, deren Mutter einen Schlaganfall gemacht hat. Und das ist ein sehr, sehr schönes Lied. Und wurde begleitet von Remo Cavallini. Ich will aber ganz herzlich auch der Madame die Übersetzung et merci surtout pour la traduction. Parce qu'en haut, il y a aussi beaucoup de gens qui sont sur le balcon, qui ont suivi donc, tout et ont eu une formidable transcription. Et je vous remercie pour cette traduction. Madame Sekoli, merci. Et ganz herzlich auch merci. Ja. Und zum Schluss will ich natürlich Menge Durchstoff vielmals merci sagen, die heute durch das Programm gelegt wird. An all gut zusammen freue ich mich, dass wir zusammen können platt trinken und natürlich eng Eklat trinken. Ist ein Vater. Vielmals merci.